So, mal eben den Bums hier leiser machen. Dann begrüßen wir mal die Mara, die ist auch da. Servus natürlich erstmal an alle. Servus, Hallöchen. Ja, wild, ne? Thales, erstmal Servus. Chico, moin. Chris, moin. Alex, moin. Und Oli, moin. Liebe Grüße, kritischer Kai. Bin ich wieder kritisch oder was? Wie ihr wisst, ich lese keine Kommentare mehr. Ich bin nicht drinne. Bin ich wieder der Kritische oder was? Der Anti-Bayern-Fan? Geil. Ich habe auch hart erarbeitet, den Ruf. Ach, herrlich. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's Bombe. Mir ist alles gut. Knabri auf die Tribüne. Das ist ja wild. Also, Serge, du musst dich doch jetzt hier nicht selber bashen. Servus. Twitch Mitch, servus. Ja, Themen haben wir heute wie Sand am Meer, oder? Kann ich eine Woche durchstreamen, wenn wir alles abarbeiten wollen. Ja, genau. Welchen Verein hast du denn mal trainiert, ne? Olli. Frech. Tufershausen zählt nicht. C-Jugend. Mini-Kicker. Das war dein Kommentar mal von früher. Also, Knabri kann wegen mir immer noch auf die Tribüne. Also, sehe ich jetzt keinen sportlichen Verlust, wenn er auf der Tribüne sitzt. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Wild, oder? Haben sich die letzten 2 Jahre halt nicht geändert. Aber wie auch. Sonntagabend Abend. Neuer verlängert. Jo, ich hab gerade direkt das Gewinnspiel mitgemacht, Leute. Signiertes Trikot von Manuel Neuer. Von der Legende. Ja, Manuel Neuer ist halt, können wir auch gleich mit anfangen, aber ich warte noch 2-3 Minuten, bevor wir in irgendwas reingehen hier. Weil ich kenne das, da muss ich wieder alles, weißt du, fünffach erzählen.
Ein Service in die Runde. Goldmaschine, was machst du denn für einen Service? Füße massieren oder was? Aber Servus, wa? Wilde Nummer. So, ich würde sagen, wir fangen mal heute smart an. Wollte ich ja schon im letzten Stream machen. Wir gucken uns mal die Kommentare von dem... Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich habe ja von dem Kanalmitglieder-Talk habe ich ja den Vorschlag gehabt, dass ich mal einen Stream mache, wo ihr zu Wort kommt. Ja? Ich habe ja mit dem Olli schon mal so einen Bums gemacht gehabt, zweimal, glaube ich. Ne, was zweimal. Der ganze Bums ist natürlich ein bisschen anders hier. Da ist das so geplant, zumindest stelle ich mir das aktuell so vor, dass ihr einfach auf Discord joint. Da sind dann, was weiß ich, 5, 6, 7, lass es 10, 20 sein, keine Ahnung, je nachdem, wie das Interesse ist. Ich mache einen Stream so, weiß ich nicht, 2, 3 Stündchen, da suche ich noch einen Termin raus. Aktuell tendiere ich zu dem Wochenende vor Frankfurt, weil wir spielen ja sonntags gegen Frankfurt. Vorher wissen wir, der Dienstag ist das Champions League Rückspiel, also da wissen wir auch, ob wir in der Champions League noch drin sind oder nicht. Und da wir erst Sonntag 17:30 Uhr spielen, könnte ich mir den Freitag oder Samstag vorstellen, dass wir da den Bums mal machen, gegen Abend auf jeden Fall, weil da natürlich eher die Leute können. Ja, da habe ich ein Video zugemacht gehabt, vor einer Woche, glaube ich. Oder 1,5 Wochen. Da habe ich bisher nur die Kommentare von den Kanalmitgliedern gelesen, weil ich aktuell mir die Kommentare schenke und auch nicht wirklich Zeit und Lust dazu habe. Von daher gucken wir da jetzt mal rein. Da sind ja, habe ich gerade gesehen, 30 Kommentare oder so. Und da schaue ich mal rein, wieso das Interesse ist. Könnt ihr natürlich, ja, jetzt natürlich auch noch eure Meinung zu sagen oder sowas. Aber wir gucken mal rein. Das ist ein guter Anfang, bevor wir dann in die harten Themen gehen, denke ich. Aber wir haben ja nur positive Themen heute. Läuft ja bei uns. Uli ist auch wieder on fire und so. Und ja, wir gucken gleich mal. So, mal eben hier die Fensteraufnahme ändern. So sieht's aus, ey. Gut, gucken wir mal. Also wer das Video nicht gesehen hat, schaut es euch an. Wie gesagt, ich habe es gerade kurz erklärt, worum es da geht. Wir schauen mal, wie die Resonanz so ist. So, Deadlife klingt super interessant. Bin zwar etwas älter, aber das muss ja gerade in Bezug auf Ansichten zum Club ja kein Nachteil sein. Zudem streame ich auch auf Twitch. Da wäre, denke ich mal, mikrofontechnisch auch alles gut. Ja, das ist eine Sache, das ist mir wurscht, ob ihr auf Twitch streamt, sonst was. Hauptsache, man kann euch verstehen. Ja, ihr müsst kein Profi-Mikrofon haben dafür. Aber man sollte euch schon verstehen und nicht irgendwelche schreienden Blagen oder die Spülmaschine oder den Fernseher im Hintergrund hören. Dann ist eigentlich alles fein. Gut. Olli Förs oder was weiß ich. Also ich finde die Idee prima. Ach, Thales. Okay. Ich habe Lust. Freitags passt bei mir grundsätzlich. Ist ja schon mal einer. Adam habe ich schon gemacht. Adam ist natürlich heiß. Ja. Eher nicht, davon gibt es schon genügend. Ja, ist ja schön. Brauchst du ja nicht dabei sein, wa? Läuft doch. Die Baumis fände ich sehr spannend. Coole Idee. Okay. Frankie, das Format hört sich sehr gut an. Tolle Erweiterung, beste Grüße. Ja gut, noch ist das ja nicht stattgefunden. Kann ja auch sein, dass es völlig scheiße wird, wa? Also, das will ich ja nicht ausschließen. Ja, zu Tell komme ich später auch noch. Alles ist gut. Immer ruhig bleiben. Finde ich eine gute Idee, mal andere Meinungen austauschen in einer Art Podcast-Format. Ich wäre dabei. Ja. Ich hoffe, dass da noch mal andere Meinungen sind, ne? Und nicht nur so, dass das die gleiche Meinung. WhatsApp ist da neutral. Wilde Aussage. Daniel. Sehr gute Idee. Würde mich freuen, wenn das klappt und dann dabei mitzumachen. Ja gut, das liegt an dir selber dann. Diablo Champ. Wow. Wieso machst du eigentlich keine Watch-Partys? Livestreams in Bayern spielt, wäre richtig unterhaltsam. Ja, habe ich schon 100.000 Mal beantwortet, die Frage. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, stört einfach mein Fußballschauen. Ne? Müsste ich dann, keine Ahnung. Nee. Ich meine, das war gar nicht so schlecht, aber ja, weiß ich nicht. Aktuell eher nein. Nee. Mr. End. Ich bin kein Bayern-Fan und lediglich stiller Konsument. Wäre daher kein Gast im Discord, würde es aber gerne hören.
Ja, das reicht ja. Das Niveau der Vertonung der FCB-PKs sollte ja wohl jeder hinkriegen. Ja, das denke ich auch. Also das Niveau sollte jeder mit dem Handy und Discord auf dem Handy hinkriegen. Ja. Bernd Biesenkamp wäre dabei, René, tolle Idee, wäre dabei. Okay, scheint ja doch so, dass einige Interesse haben. Ja, dass Olli keine 10, 15 Minuten schafft, ist klar. Da gibt es so eine, weiß ich nicht, muss ich mir noch so eine Tröte machen? Habe ich eine Tröte hier? Ich habe keine Tröte hier gerade parat, ne? Frech. Ne. So piepen dann, die. Olli, los jetzt, Schluss! So ein Ding. Nexo, servus. Was geht ab? Naja, da kommen wir gleich auch noch zu, Blondie. Wenn wir bei Tail sind, können wir auf das Thema gerne mal eingehen. Macht doch einfach, wird schon schief gehen. Dennis Schreiber finde ich sehr cool. Auch die Zeit ist ganz gut. Sollte kein zu langer Talk sein, sondern einfach kurze, knackige Talks. Ja, das ist der Plan. Ne? Dass man viele Meinungen einfach mal hört, anstatt keine Ahnung, da können ja auch Ballerbieren bei sein. Ich habe ja kein Problem mit Ballerbieren zu reden. Zu diskutieren wird dann schwer, aber auf jeden Fall mal kurz einmal abzufertigen. Das sollte dann noch nicht länger wie 5 Minuten dauern. Also wäre da auch nicht das Problem. Hier so manchen Kommentarschreiber sehe. Feuer frei, war. Mika find's gut, okay. Baus in der Haus, geile Idee. Schokojote hat auch Bock. Okay. Sachlich sich auszutauschen. Ja, sachlich könnte schwierig werden, kommt immer auf das Level an, aber wir geben uns Mühe dann. Von dem Pölatz geklaut. Wer ist Pölatz, Alter? Kenne ich noch niemals. Pölatz. Wer ist Pölatz? Ihr wisst das doch bestimmt. Einer von euch kennt das bestimmt. Klärt mich auf. Top, klingt seriös. Klingt seriös, das ist ja auch geil. Ich wusste gar nicht, dass ich seriös bin. Aber vielen lieben Dank dafür, ey. Allnetz. Seriös ist er. Tim Zauner von dem Pölatz geklaut. Ach, schon wieder. Ja, doppel gleich. Ich habe doppelt geklaut. Wild. Ja, Jürgen Fehr hat mich schon beantwortet im anderen Video. Hat auf jeden Fall auch Interesse. Ist auch voll top ausgestattet. Lumanoxer finde ich super. Selbst bin ich ein bisschen zu scheu, um mich dabei mitzumachen. Ja, ich bin ja auch nicht so der offene Typ Fremden gegenüber. Aber was den FC Bayern betrifft, Alter, let's go. Bin ich schmerzfrei. Habt ihr schon gemerkt, die länger hier sind, oder? Tino Toni, bin gespannt. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht kommt auch mal ein Bayern-Hasser rein. Da haben wir alle viel zu lachen. Ach, das weiß ich nicht. Bayern-Hasser, die haben ja keine Argumente. Die mockende Ente, geile Idee. Ja gut, also Interesse ist ja auf jeden Fall da. Dann werden wir das mal auf jeden Fall im Februar angehen, denke ich. Wie gesagt, so zwischen Chelsea, Rückspiel und Frankfurt, denke ich, dass wir da einen Tag mal die 2-3 Stunden finden. Und dann könnt ihr da gerne zu Wort kommen. Bin gespannt. Jo, mittlerweile sollten ja alle eingetrudelt sein, wa? Bisschen Diablo da und stiller Zuhörer sein. Ja, ist okay. Pölatz ist Dortmund-Fankanal. Aha. Wild. Ist Pölatz nicht das, was Henry Maske auf der Käppi stehen hatte? Keine Ahnung. Ach, nicht Henry Maske. Wie hieß er denn? Der Dulli. Fehlt mir wieder der Name, ne? Bei Dulli denke ich automatisch an Großkreuz, aber Nee, der Dulli beim Boxen. Mit seinem Käppi immer hier. Ist auch egal. Also, wer ein bisschen Boxen kennt, der weiß, wen ich meine. Gut, fangen wir mal noch eine neue an, oder was? Gehen wir rein? Hat der nicht ein Interview gegeben sogar? Warte mal. Irgendwas vorhin gesehen. Die muss hier aufrufen. Und du meintest mit Dulli Axel Schulz? Axel Schulz, genau, mit der Pöhler-Käppi, oder was hatte der? Irgendwie sowas.
Ja, komm. Komm, wir hören uns mal die Lobeshymnen auf Manuel Neuer an, oder? Müssen wir ja mitnehmen. Dann sage ich was zu Manuel Neuer. Dann könnt ihr gerne was zu Manuel Neuer sagen. Alter, dieses FC Bayern TV ist aber auch manchmal wild. Ich sag's euch, wie es ist, ey. Warte mal. Na gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ich habe Bock, weiterhin Bock hat Bayern-Spieler er. zu sein, mit der Mannschaft zu spielen. Und ich bin Warte, immer Manu, noch ich bin noch nicht so weit. Krieg ich das jetzt hier auf ein Bild hin? Wartet. hungrig und möchte noch ein. Er möchte noch ein. Mein Gott, ey. Manu möchte noch ein. Na gut, dann müssen wir uns das im Fenster angucken. Kann ich es auspoppen? Ja, guck mal hier. Jetzt müssen wir nur noch den Bums hier reinkriegen. Das wird natürlich nichts. Technik, die begeistert, wa? Na gut, komm dann. Ist ja auch nicht so wild, dann hören wir uns an, was Manuel Neuer zu sagen hat im kleinen Fenster. Hier werden keine Schellen verteilt. Fackelmann war's, genau. Grillcappy, Alter. Ich habe Bock, weiterhin Bayern-Spieler zu sein, Manu hat mit der Bock. Mannschaft zu spielen. Und ich bin immer noch hungrig und möchte noch ein erfolgreiches Jahr mit dem FC Bayern, mit dem Team erleben. Und da werde ich nochmal alles für tun. Er ist einfach eine Identifikationsfigur. Er ist das Gesicht in den letzten Jahren, über ein Jahrzehnt gewesen. Ne? Ist Kapitän dieser Mannschaft, kann ihr unglaublich viel geben, sowohl in seinem Torwartspiel, aber auch als Persönlichkeit und dementsprechend ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns. Also das ist schon mal der erste Dummfick, den der Max erzählt. Ist ja, ich meine, er erzählt in den letzten Wochen viel Dummfick. Ich glaube schon, dass Manuel Neuer uns als Persönlichkeit was geben kann. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall kann er uns Fans nach Spielen als Persönlichkeit nichts geben, weil da verpisst er sich ja regelmäßig. Erst recht, wenn es ein Spiel ist, was nicht so läuft. Als Kapitän habe ich ihn ja noch nie mal Stellung beziehen hören am Mikrofon. Im Torwartspiel, also alles, was ich diese Saison gesehen habe, hat er uns eher was genommen, wie was ergeben. Aber hören wir erstmal weiter. Ja, dass er fit bleibt, ist das Wichtigste. Er ist Ja. fit gerade, er fühlt sich auch richtig wohl, dass er viele Spiele machen kann. Parallel dazu soll er auch das Torhüter-Team begleiten, den jungen Tormann mit aufbauen. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Faktor auch für den Manu, was wir besprochen haben. Aber in erster Linie einfach, dass er richtig gute Leistungen bringt, dass er als Kapitän vorangeht, dass er einfach diese Führungspersönlichkeit bleibt, die er ist. Und dann bin ich überzeugt, dass wir mit ihm noch sehr viele Titel gewinnen werden. Ja, es geht ja immer bei Null los. Und Sehr viele Titel wollen wir noch gewinnen mit Manuel Neuer. Wild. natürlich habe ich viel erreicht, aber grundsätzlich möchte man in jeder Saison immer sein Bestes geben. Und wir als Mannschaft haben viele Ziele. Ich als Kapitän und Spieler habe viele Ziele und wir wollen unbedingt Meister werden. Es ist keine einfache Aufgabe, gerade in diesem Jahr. Das ist so traurig, dass der Kapitän dieser Mannschaft ist, oder? Das ist so traurig. Der Gentleman könnte gerne Kapitän dieser Mannschaft sein. Und dann steht das Finale der Horm auf jeden Fall wieder an und wir wollen angreifen. Wir spielen jetzt in Ob er den Satz auch gesagt hätte, wenn da Manchester City gestanden hätte, anstatt Celtic Glasgow? den Playoffs gegen Celtic und müssen da wirklich alles für tun, dass wir weiterkommen. Und ich glaube, das ist schon mal ein konkretes Ziel. Und dann gilt es wieder nach Berlin zu kommen. Ich glaube, das ist für mich auch nochmal ein besonderes Ziel, den DFB-Pokal Junge, den hast du verschuldet, dass wir nicht mehr die Chance haben, nach Berlin zu kommen. Frech. zu gewinnen und dort zu stehen. Und darauf freue ich mich. Ja, dann solltest du vielleicht mal nicht wieder irgendwelche Rambo-Aktionen oder sonst welche Aktionen fahren. Dann haben wir vielleicht auch eine Chance, nach Berlin zu kommen, Alter. Junge, dass er den Take jetzt noch gebracht hat, ist wirklich frech. Also prinzipiell natürlich eine Verlängerung, ja, alles gut, ja. Kannst du fahren, wenn das Gehalt dementsprechend ist, was ich nicht glaube, weil, ja, ich denke, wir haben Manuel Neuer
alle erlebt nach dieser Farce mit seinem Torwarttrainer, wo der entlassen wurde und Herz rausgerissen vom Verein und hast du nicht gesehen. Ich denke, da wird man gesagt haben, jo, alles klar, komm, wir machen noch ein Jahr und gut ist. Ich glaube nicht, dass da irgendwie Großgehalt eingespart wird. Würde mich wundern, vielleicht wird das irgendwie geleakt, keine Ahnung, bin gespannt. Ich denke es nicht. Ja, wie gesagt, Verlängerung ist okay, wenn das Gehalt okay wäre. Ansonsten, wenn er wieder 20 Mille kassiert, ist die Verlängerung natürlich eine absolute Farce. Da brauchen wir auch nicht drüber rumreden. Ja. Kommen wir später nochmal zu, was so die Finanzen sagen beim FC Bayern. Wäre das natürlich ein Trauerspiel. Erst recht auch auf die Torwartleistung, die wir diese Saison gesehen haben, die sind keine 20 Millionen mehr wert. Alter, die sind, wenn es hochkommt, die Hälfte wert. Ja. Ich habe keinen Ball gesehen, wo man sagt, wow, den Ball hält nur Manuel Neuer. Ja, sorry, er hat ein paar gute Paraden gehabt, will ich gar nicht abstreiten. Hat aber auch viele Sachen gehabt, wo du denkst, Alter, den kannst du aber auch mal halten, wenn du ein Weltklasse-Torhüter sein willst. Ja? Also Weltklasse-Leistung haben wir nicht gesehen von Manuel Neuer die Saison bisher. Ganz im Gegenteil. Nehmt das Tor in Aston Villa, nehmt das Pokalspiel gegen Leverkusen. Das sind nur die beiden krassesten. Ansonsten auch oft, dass du das Gefühl hast, er steht schlecht, ja, im Tor. Ist natürlich ein bisschen langsamer geworden, das sieht man auch. Schon teilweise bahnschrankenmäßig. Ich erinnere nur an diese Szene. Ja. Ist okay, Torwart ist Erfahrung wichtig, fühle ich, kannst du machen. Jungen Torwart dazugeholt mit dem Urbich. Wenn dem wirklich so sein sollte, dass Manuel den anleitet in der kommenden Saison und entweder Urbich oder Peretz oder beide irgendwie Spiele kriegen, wenn Peretz nicht verdient werden sollte, ist das eine feine Sache, ja. Der Knackpunkt ist halt einfach das Gehalt und was die Absprachen da sind. Aber, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Manuel Neuer, ihr habt es ja gerade gehört, was er erzählt hat, dass der freiwillig sagen wird, ja, alles klar, komm, ich bleib jetzt mal draußen im Pokal. Ne? Ich bleib jetzt mal draußen. Ist ja nicht so wild. Also kann ich mir nicht vorstellen, wenn sich das fortsetzt, wie es diese Saison angefangen hat mit Manuel Neuer, dann ist es ein trauriges Karriereende, muss ich ganz klar sagen. Ja, auch er hat den Zeitpunkt, genau wie Thomas Müller, die haben beide den Zeitpunkt verpasst zu sagen, jo, alles klar, war schön, ich trete auf einem hohen Level ab. Beide treten schleichend ab und wahrscheinlich, ja, nicht mit irgendeinem Triumph, Alter. Ja. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ist natürlich viel Spekulation, aber ob er wirklich an die Champions League glaubt, so dieses Jahr, weiß ich nicht, weil das wäre natürlich dann der ideale Zeitpunkt gewesen, zu sagen, ja, oh komm, ich kann mit erhobenen Kopfes hier noch mich verabschieden. Ja. Ja, weiß ich nicht. Könnt ihr auch interpretieren, wie ihr möchtet. Dass die Verlängerung kommt, war klar. Ja, das stand ja außer Frage, wurde schon kommuniziert. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen wären mal interessant. Das wäre das, was interessant wäre. Aber dass Manuel Neuer auch weiterhin Kapitän ist, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. In der heutigen Zeit, ich meine mit der Schiedsrichteränderung jetzt noch mehr, hat ein Torwart kein Kapitän mehr zu sein. Er kann ja immer noch der Führungsspieler in der Kabine sein, aber er hat kein Kapitän auf dem Platz zu sein, Alter. Ja. Sollte schon ein Spieler sein, der mal ein bisschen Einfluss nehmen kann auf dem Feld auch. Und das kann Manuel Neuer nicht. Ja, das war schon für den Olli schwer, aber Olli konnte das noch. Der hat die Spieler mal durchgeschüttelt. Ist auch mal 50 Meter nach vorne gesprintet. Kein Problem für den Olli. Von Manu siehst du ja gar nichts. Da siehst du nichts. Nicht vor dem Spiel, nicht während des Spiels als Kapitän und nicht nach dem Spiel als Kapitän. Also, warum ist dieser Mensch unser Kapitän seitdem er in diesem Verein ist? Ja? Ist eine Frechheit. So, meine Meinung zum Kapitänsamt, Alter. Da gehört ein anderer Spieler als Kapitän hin, wie gesagt. Wenn er in der Kabine der vorbildliche Kapitän ist oder sonst was, ist ja alles fein, dafür braucht er die Binde auf dem Feld nicht. Ja. Naja. Meine Meinung. Die nächste Saison Verlängerung ist Sané, ja, das wäre wild. Ja, natürlich ist er als Kapitän mitverantwortlich für die ganzen Grüppchenbildung. Und natürlich ist das auch eine Sache, die er. Ja, er und Thomas sind so die
ja mit die letzten aus einer Gruppe gewesen, die mittlerweile nicht mehr da ist. So, ne? Dann gibt es die Gruppe um Josh. So, da gönnt man sich gegenseitig halt nichts, sonst wäre die Binde da schon lange hingewandert. Dann gibt es die Gruppe der Franzosen und ja, jetzt gibt es neuerdings die Gruppe um Jamal, weil der ja irgendwie in den Himmel gelobt wird und gemacht und getan. Joa. Also Grüppchen werden wir auch weiterhin haben. Aber Vini kriegt das ja gerade zumindest gut hin. Opfert dafür natürlich eine Menge, ja, wie unsere Jugend. Aber da können wir gleich mal, wenn wir bei Tell sind, mal drauf kommen. Ja, meine Meinung zu der Verlängerung von Manuel Neuer habe ich ja gerade vor 2 Minuten erzählt. Ne? Ja gut, Thomas Müller ist ja dasselbe wie Manuel Neuer. Aber ich glaube, Thomas Müller ist mit seiner Spielzeit auch nicht zufrieden. Also ich glaube nicht, dass ein Thomas Müller noch ein Jahr dranhängt. Also das ist ja auch... Also Thomas Müller, wenn der noch ein Jahr dranhängt, Alter, dann weiß ich auch nicht. Dann ist das eine reine Quälerei. Ich finde das dieses Jahr schon eine Quälerei. Ja, obwohl er da Glück hatte, dass Jamal ein paar Spiele nicht da war. Aber ein Thomas Müller spielt ja eigentlich nur, wenn Musiala nicht da ist. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen mehr, weil man ja Tell abgegeben hat. Sollte ein Heavy Kane ausfallen. Ja, hast ja entweder Chancen tot Gnabry als verkappter Neun oder du hast Thomas Müller, der auch kein Neuner ist und das war's. Ja. Sind natürlich dann beste Voraussetzungen, wenn das in so einem Champions League Viertel, Achtel, Halbfinale passieren sollte. Grandios, oder? Ganz toll. Da haben wir jetzt monatelang gebraucht, um einen neuen Vertrag zu verlängern. Ja, hat man. Deswegen wären die Konditionen mal schön. Ja, würde mich echt mal interessieren, ob der... Aber ich glaube... Keine Ahnung, ich glaube, wenn Neuer jetzt irgendwie auf einen großen Teil seines Gehaltes verzichtet hätte, dann hätte man das auch pompös nochmal angekündigt, oder? Hätte man ihn nochmal schön in Szene gesetzt. So, ja, guck mal, der Neuer, der verzichtet auch auf so viel Gehalt, damit da Spielraum ist. Ich glaube, das hätte man in Szene gesetzt, in der heutigen Zeit. Von daher glaube ich nicht, dass das so ist. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wie lange das mit den anderen dauern wird, ich garantiere dir, das wird bis zum Ende der Saison dauern. Es sei denn, ein Spieler unterschreibt vorher beim anderen Verein. Ja, die haben noch keinen Stress. Unser Verein kriegt es doch nicht hin, Ultimaten zu setzen und diese dann durchzuziehen oder den Spieler mal vom Kopf zu stoßen. Das kriegt unser Verein doch nicht hin. Punkt. Das kriegt der nicht hin. Das kriegt er nicht bei einem 21. durchschnittlichen Bundesligaspieler hin. Wie soll er das dann bei einem Spieler wie, keine Ahnung, Joshua Kimmich oder Manuel Neuer, Thomas Müller? Ich meine, die beiden kannst du nochmal extra sehen, aber wie soll er das hinkriegen? Ja, fehlen ihm doch die Eier zu. Dem wird doch alle nur gepudert und alles abgenommen in ihrem Leben und ja, da wird der FC Bayern niemals hingehen und sagen, ja komm, ich brauche jetzt bis dahin eine Entscheidung, weil sonst ich muss mich um Ersatz kümmern. Das passiert nicht. Vor allem interessiert das auch keinen. Hast du doch bei Fonzie Davis gesehen. Da gab es ja diese Ansage letzte Saison. Und was ist passiert? Fonzie Davis hat so gemacht, Alter. Und jetzt kriegt er, wenn die Zahlen stimmen und der Vertrag verlängert wird, Alter, kriegt er in 5 Jahren 120 Millionen in den Arsch geschoben. Ja. Halleluja. Top. Für einen Spieler, der... Junge, der hat vielleicht Bundesliga-Niveau, aber alles, was darüber hinausgeht, ist das eine Wurst, Alter. Eine absolute Wurst. Ja. Aber Hauptsache wieder so ein Durchschnittsspieler 20 Millionen geben und dann sich wundern, ja, warum kriegen wir denn die Gehaltskosten in unseren Kader nicht gedrückt? Und warum will keiner unsere Spieler verpflichten? Obwohl wir schon anbieten, dass wir dann den Gehaltsunterschied übernehmen. Das musst du dir mal vorstellen. Das sind schon Gedankenspiele beim FC Bayern. Ja, hoffentlich werden wir Goretzka los nach Juve, die nur 10 Millionen zahlen. Wir zahlen dann die restlichen 7 Gehalt noch. Brrr. Fällt dir ein Ei aus der Hose, oder? Junge. Katastrophe. Wirklich lächerlich, was da gerade wieder abgeht. Junge. Also, ohne Scheiß, wenn der Vertrag mit Leroy Sané verlängert wird, Alter, dann weiß ich nicht.
Dann könnte es eine Kurzschlussreaktion geben meinerseits. Junge. Nee, wie gesagt, die werden sich Zeit lassen. Das ist ja bei uns im Verein so. Ja, das ist ja auch richtig, was der Thomas sagt. Das wäre jetzt auch komplett Banane, wenn Thomas Müller jetzt, keine Ahnung, sollte er jetzt, wenn er noch ein Jahr Fußball spielen will, irgendwo anders hingehen oder was? Auch da. Ey, ich hätte da nichts gegen, wenn Thomas Müller den Vertrag nochmal verlängert. Ja? Er kennt seine Rolle, die kennt er diese Saison schon, die kennt er nächste Saison. Aber Leute, da muss da ein Betrag von 3, 4, 5 Millionen stehen und nicht 20 Millionen. Ja, Punkt. Fertig. Dann ist das ja alles gut und schön. Er ist ja auch super wichtig wahrscheinlich fürs Team, fürs Klima und für die jungen Spieler hinten dran, ne? Weil Eigengewächs aus der Jugend und so, der weiß, was Phase ist. Ey, super gut. Ja, wäre super gut, wenn du so einen Spieler halten kannst. Aber doch nicht für 20 Millionen, Alter. Ja, das ist doch das große Thema. Junge, die haben alle in ihrer Karriere so viel Geld auch von dem Verein gescheffelt. Das muss doch aber auch selber von denen im Kopf so sein, oder? Wenn ich doch 38 bin, dann muss ich doch sagen, jo, pass mal auf, ich weiß, meine Zeit rinnt hier gerade sehr zu Ende. Komm, ist gut. Wild halt. Wie würdest du Neuer und Kimmich ersetzen? Würde ich gar nicht ersetzen. Brauchst du nicht ersetzen. Du hast die Spieler doch schon im Kader. Was willst du da ersetzen? Verstehe ich die Frage nicht. Du hast 4 Torhüter in dieser Mannschaft. Wo ist das Problem jetzt? Aber wir brauchen auch nicht darüber reden, weil Neuer ja den Vertrag verlängert hat. Also brauchst du Neuer nicht ersetzen. So, und wenn Kimmich den Verein verlassen würde, ja, und dann? Du hast einen Palhinha, du hast einen Conny Leimer, du hast einen Pavlovic, du hast den Dingens hier von Hoffenheim verpflichtet. Da hast 4 zentrale Mittelfeldspieler. Was ist los? Was willst du da ersetzen? Da musst du kein Geld in die Hand nehmen. Für was? Du hast einen Palhinha, der ein klarer Sechser ist, Alter. Da musst du den halt mal als klaren Sechser aufstellen. Und dann stellst du einen Pavlovic als Achter davor und alles ist fein. Also, was willst du da jetzt groß Heckmeck machen? Verstehe ich nicht. Also, da sehe ich keinerlei Aktionismus, wenn Kimmich den Verein verlassen sollte. Klar wird das eine Umstellung werden und so weiter, keine Frage. Aber du musst doch dann nicht anfangen zu sagen, ich nehme jetzt 80, 90 Mille in der Hand, um zentralen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Das ist doch Schwachsinn. Du hast alle Spieler da. Du musst die Spieler dann halt mal spielen lassen, wa? Das wäre ja mal eine Idee. Peter Bra, die Meinung zur Tell-Leihe, die kann er noch gar nicht raushauen, weil ich gerade gelesen habe, dass es noch gar nicht klar ist, dass er verliehen wird, weil wir schon zu viele Spieler verliehen haben. Und zwar darfst du wohl nur 6 verleihen und das ist das Maximum der FIFA-Statuten. Jetzt muss Bayern gucken, wie sie das machen. Ja, alles gut, ich sage da trotzdem gleich meine Meinung zu. Außerdem ist das ja angeblich schon geregelt. Was hältst du von Lennart Karl aus der U19? Kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen, Hackfleisch. Wenn er gerne mal in der Mannschaft spielt, dann kann ich was dazu sagen. So kann ich nichts dazu sagen. Ja, aber das ist ja, worüber wir reden. So, ist ja nicht nur der Spieler. Ja. Du hast einen Iran Kunda verpflichtet, den hast du gleich wieder weggegeben, alles fein. Du hast einen Ibrahimovic weggeschickt. Guck doch mal, wie viele Mittelfeldspieler, Außenspieler oder zentrale Spieler wir in den letzten Jahren weggeschickt haben aus der eigenen Jugend. Alle. Einfach alle. Einfach alle. Ja, und jetzt schickst du den Tell auch noch weg. Den ich persönlich nicht als Außenbahnspieler sehe, anderes Thema. Aber den schickst du halt auch weg. Weil auch der keine faire Chance bekommt. Ja, der hat seinen Teil beigetragen. Die Spiele, die er gemacht hat, war wirklich schlecht. Definitiv. Aber die Spiele von Leroy Sané sind genauso schlecht. Die Spiele von Kingsley Coman, die ersten 6 Spiele, waren grausam. Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Ja, die Spiele von Serge Gnabry ist zu 80% auch ein Schlag in die Fresse.
hättest du Tell halt auch einfach mal 6 Spiele spielen lassen müssen, ja. Hättest du ihn halt einfach auch mal durchziehen müssen, wie es mit allen anderen Spielern auch getan hast. Dann hätten wir mal ein faires Urteil bilden können. Hätten wir sagen können, alles klar, das reicht nicht für den FC Bayern, Hovi-Dovi, ja. Aber dass es reichen kann, hat er ja letzte Saison schon gezeigt. So. Um da jetzt mal den Punkt zu machen, es ist doch ein Trauerspiel, dass sich Max Eberl da hinsetzt in der PK in der letzten und sagt, ja, wir müssen aber auch aufs Geld schauen, wir müssen Ablösen generieren und wäre es nach dem FC Bayern gegangen, hätte man Tell für 60 Millionen verkauft. So, das wollte Tell halt nicht, ja, wenn man den Glauben schenken darf, was man so liest. Der FC Bayern war sich einig mit Tottenham und hätte den für 60 Millionen verkauft. Was ist das bitte für ein Armutszeugnis? Ja, der ist 19. Der ist jetzt nicht 25, wo du sagst, oh ja, da geht nichts mehr. Der ist 19 und hat letzte Saison gezeigt, was geht. Ja? Du musst dem Jungen halt einfach mal das Vertrauen schenken und ihn vernünftig integrieren und mal das umsetzen, was ein Kompanie groß getönt hat und ein Freund und ein Eber zu Anfang der Saison. Bei uns wird das Leistungsprinzip herrschen. Wir wollen junge Spieler einbauen. Ja, was ist denn passiert? Du hast sämtliche Spieler weggeschickt. Ja, du hast einen Adam Aznu einer Hinrunde auf die Bank gesetzt. Grandios. Alles, was man von dem in der Vorrunde gesehen hat, hätte er in Fonzie Davis locker in die Tasche gesteckt. Ja, wenn er einfach mal die Chance gekriegt hätte, sich zu entwickeln. So, zumindest wäre es auf jeden Fall das gleiche Level gewesen. Ja. Also, vielleicht nicht vom Speed her, alles gut, und mit Sicherheit eine andere Art Verteidiger, aber du hast ihm gar nicht die Chance gegeben. Du hast dem Ibrahimovic nicht die Chance gegeben. 15 Minuten Spielzeit und dann weg, tschüss, verkauft. Ja, Irakunde hast du auch nie eine Chance gegeben, obwohl die Außenspieler Katastrophe sind. Zum Glück hast du den verliehen für ein halbes Jahr, dass er Spielpraxis kriegt. So. Und wenn Tell jetzt sich nur verleihen lässt für ein halbes Jahr, ja, alles gut. Ja, alles gut. Aber dann ist das nicht auf dem Mist des FC Bayern gewachsen, sondern auf seinen eigenen Mist. Und das ist das Traurige. Ja. Und ein Adam Aznu, machen wir uns nichts vor, Alter. Wenn du den Vertrag mit Fonzie Davis verlängerst, kannst du den verkaufen. Der wird bei uns keine Spiele machen. Wo soll der Junge spielen? So, du verlängerst doch jetzt nicht einen Vertrag mit Alphonso Davis mit einem Volumen von 120 Millionen in 5 Jahren, um dann zu sagen, ja, aber nee, jetzt stelle ich den Adam auf. Hä? Den entwickeln wir jetzt, den lassen wir spielen, das ist unser Spieler der Zukunft und ich setze einen Fonzie Davis, der 120 Millionen in 5 Jahren kostet, auf die Bank. Wird doch nicht passieren. Müssen wir doch nicht im Schlaraffenland leben, oder? Der Zug ist abgefahren. Der ist einfach abgefahren für den Jungen. Ja. Und aus welchen Gründen haben wir im letzten Stream und davor schon ausgiebig diskutiert. Brauche ich nicht wieder aufrollen, oder? Das ist halt traurig. Ja, also der Junge ist weg. So, der wird jetzt nochmal ausgeliehen, vielleicht wird er nochmal ausgeliehen, wenn er das mitmacht. Und dann wird er wechseln. So wie alle anderen Talente, dann wechselt der wieder für 4, 5, 6 Millionen und dann setzt man sich wieder hin. Oh ja, guck mal hier, da haben wir 6 Millionen an dem Spieler verdient, weil den haben wir für 150.000 irgendwo hergeholt. Ja, grandios. Super. Ja, und dann siehst du 2 Jahre später, so wie der Yildiz oder wie er heißt, in Juventus Turin, Alter, was das für eine Kanone ist. Und dann packst du dir wieder an die Birne. Ne? Und dann setzt sich ein Eberl hin und erzählt auch noch, ja, beim FC Bayern geht das aber auch nicht. Beim Spitzenverein, der in der Champions League spielt, kann man das aber auch nicht machen. Das geht ja nicht so. Nee, dann guck doch mal nach Graugänse Hansi. Dann siehst du mal, wie das geht. Da spielen 16-Jährige, Alter. Ist halt einfach eine Katastrophe, ja. Und das Schlimme ist, ey, man hat ja jetzt echt gedacht, so Eberl, ja, komm, Freund, ja, große Sprüche, wir bauen die Jungen ein, dann kommt noch ein Kompanie, ja, es wird hier nach Leistung gehen, nach harter Arbeit. Ey, und es spielen wieder die gleichen Fotzenköpfe, Alter. Und wieder siehst du die gleichen Kackleistungen wie die letzten 3 Jahre. Neben Leroy, neben Serge. Du kannst ja froh sein, dass ein Coman sich wieder ein bisschen gefangen hat. Ja. Neben Goretzka, ja, der macht dann auch mal 2 gute Spiele. Der Rest ist auch wieder Müll, Alter. Ey, ich kann es halt auch nicht mehr sehen. Ja. Und jetzt wundert man sich wieder in der Rückrunde, oh ja, wir waren ja so stark in der Hinrunde und jetzt geht es wieder los mit dem gleichen Scheiß, wie es unter Tuchel war, so, ja, alles nimmt das wieder so hin und kriegst gegen Feyenoord 3 Gegentore, kriegst gegen Kiel, Alter, gegen Kiel. Kriegst du 3 Gegentore, musst noch froh sein, dass das Ding noch gewonnen, dass das nicht 3 Minuten länger ging, Alter. Ey, fällt dir nichts mehr zu ein zu dem ganzen Terz da. Aber schön ist ja, dass immerhin Uli Hoeneß das mit der Meisterschaft zurückgenommen hat. Das hören wir uns gleich mal an. Ich habe das noch nicht gehört, ich habe das nur gelesen.
ist halt eine Katastrophe, ne? Man hat keinerlei Eier, Alter. Man hat keinerlei Eier, Spieler, die seit 10 Jahren im Verein sind und 19, 20 Millionen verdienen, einfach mal auf die Bank zu setzen. Ich weiß nicht warum. Hat man Angst vor der Presse oder was ist los? Ich verstehe es nicht. Na, geht in meinen Kopf nicht rein. So, und bei Fonzie Davis gibt es nur 2 Möglichkeiten, warum er den Vertrag verlängert kriegt. Entweder weil Bro vor Musiala und Musiala sagt, ich will, dass der hier ist, sonst gehe ich. Oder aber man will sich nicht die Blöße geben, einen jungen Spieler, der einen Marktwert von 50 Millionen hat, ablösefrei gehen zu lassen. So, und beide Gründe ist eine Katastrophe. Weil sportlich, Junge, was hat der für einen sportlichen Einfluss in dieser Mannschaft? Den nicht ein anderer Spieler aus dieser Mannschaft auch in dem gleichen Umfang hätte. Gibt es nicht. Spielt keine Rolle, ob der Fonzie Davis in dieser Mannschaft ist oder nicht. Der kann nichts Außergewöhnliches. Der ist schnell, ja, wow. Top. Sonst kann er nichts Außergewöhnliches. Und schon gar nicht irgendwas, was 15 Millionen Grundgehalt wert wäre, wenn dem wirklich so ist. Geschweige denn 5 Millionen an Bonus. Alter, könnte ich schon mehr durchdrehen. Ist der nächste Fall Leroy, Alter. 20 Millionen für einen durchschnittlichen Spieler. Junge. Könnte ich ihm schon mehr in Rage reden. Kaum zu glauben, ne? Batzi, schönen guten Abend. Ich kann Ebel auch nicht mehr ernst nehmen. Sag ich dir, wie es ist, Alter. Der labert so viel Scheiße gelabert. Ich kann den nicht mehr ernst nehmen mit dieser Fonzie-Geschichte. Da war das Thema bei mir schon durch. Wie kann man sich aber auch selber so ins Abseits schießen, so? Weißt du? Stell mich dahin und sag, ja, der Fonzie hat jetzt 2 Wochen Zeit. Das ist unser Vertragsangebot. Entweder nimmt er das an oder das Thema ist durch. No. Ja, sehen wir, wie durch das Thema ist, Alter. Katastrophe. Naja, Pavlovic ist doch auch schon wieder außen vor. Also Pavlovic spielt doch gerade auch nur, weil Leon verletzt ist. So, das war doch auch schon wieder umgewechselt. Ja, auch nicht ganz ungerechtfertigt. Pavlo hat auch nicht so überzeugt wie vorher. Das ist aber auch normal beim jungen Spieler. Ja. So, das ist völlig normal. Damit musst du leben, wenn du junge Spieler einbaust. So, aber der war doch auch schon wieder verdrängt von Leon. Weil Leon 2 gute Spiele gemacht hat gegen Gegner, wo er mal ein bisschen aufgefallen ist. Das ist ja Katastrophe. Ja, aber das ist doch, Cordio, jetzt mal ernsthaft. Also das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. So, der Uli ist doch selber letztes Jahr da reingegangen in Fonzie Davis und hat doch selber gesagt, ey, wir lassen uns doch hier nicht auf der Nase rumtanzen von so einem Spacken. Jetzt hat er es nicht so ausgedrückt wie ich, aber er hat das in dem Sinne gesagt. So, wo wäre denn dann das Problem gewesen? Ja, das Ultimatum ist abgelaufen, alles klar, du gehst zu Fonzie, sagst, Fonzie, alles klar, wir können uns nicht einigen, bitte verlass den Verein zur neuen Saison, wenn du das nicht machst, setzen wir dich halt ein Jahr auf der Tribüne, weil wir können mit dir dann nichts anfangen. So, wäre doch ganz einfach gewesen, ja. Er möchte den Vertrag doch nicht verlängern. Bums, wo ist denn das Problem? Aber keiner hat die Eier dazu, sowas mal zu sagen. Nee, dann setzt man sich, wenn diese Thesen dann noch aufkommen, im Vorhinein der Saison, setzt man sich, nein, beim FC Bayern wird es das niemals geben, eine Trainingsgruppe 2. Ja. Da muss man sich doch nicht wundern, dass man von den Spielern verarscht wird, Alter. Fertig. Ja. Ey, der Verein ist in vielen Teilen, oder unser Verein hält sich in vielen Teilen als so super professionell und so super modern. Und in diesen Sachen, Alter, ist man so hinterweltlich da drinne, ja. Weil man immer noch diese Utopie hat, so, ja, mir ist Samir und wir sind ja eine große Familie. Ja, deswegen wurde dem Neuer auch das Herz rausgerissen, ja, wo sein Trainer da entlassen wurde. Ja, wurde ihm das Herz rausgerissen vom Verein, weil wir so eine große Familie sind, Alter. Junge, das konntest du ja vor 20 Jahren noch sagen, wo noch Charaktere da waren, denen du das abgenommen hast, ja. Aber wen nimmst du das in dieser Mannschaft denn noch ab? Wen nimmst du das in dieser Mannschaft ab? Das ist irgendein Spieler, der jetzt in dieser Mannschaft jetzt auf dem Feld steht. Nur einer, nennt mir einen einzigen Spieler, den du das abnimmst,
dass es dem um das Wohl des FC Bayern geht. Keiner. Kein einziger Spieler. Keiner. Es gibt keinen. Die denken alle an sich selber. Alle. Auch kein Thomas Müller. Wenn dem so wäre, wird der sagen, komm hier, gib mir 5 Mille, alles ist gut. Nee, der kassiert auch immer noch 20 Mille die Saison. Als Teilzeitkraft. Manuel Neuer brauche ich gar nicht erst anfangen. Es gibt keinen Spieler in dieser Mannschaft, den du abnehmen würdest, dem geht zum FC Bayern. Weißt du, wen du das am meisten abgenommen hast? Mathys Tell. Ja. Hä? Fragen? Das ist doch unser großes Problem. Junge. Bischof will der Nächste sein, der nicht spielen wird. Richtig. Wenn Kimmich im Verein bleibt, wird er nicht spielen. Ja, vollkommen richtig. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja auch gar nichts gegen Josh. Da kann Josh ja nichts für. Josh hat in diesem Verein einfach das Standing, weiß ich nicht, von wem oder was oder wer das entscheidet. Der hat einfach das Standing, Josh spielt immer. Punkt. Und immer 90 Minuten. Feierabend. So. Und ja, dann hast du einen Platz. Ein Platz für 3 zentrale Mittelfeldspieler, die schon da sind. Mit dem Bischof ist es der 4. Und wenn Leo noch da ist, ist es 5. Das hast du 5 Spieler für eine Position. Ja. Der wird nicht spielen, natürlich nicht. Ganz einfach. Katastrophe. Deswegen muss ja aus Conny Leimer schon einen Rechtsverteidiger machen. Da fällt zum Glauben ab, Alter. Ich meine, diese Saison sind die Leistungen ja wegen Fein von Josh. Ja? Da gibt's ja wenig zu kritisieren. Aber trotzdem kann das nicht sein, dass dieser Spieler unantastbar ist in dieser Mannschaft, Alter. Take von mir gebe Maga recht, dass man Spieler auf Posi stellt, wo sie sich wohlfühlen. Warum ein Tell als Stürmertalent holen und nie auf seine Posi? Ja, richtig. Ja, wollte ich mir gleich auch noch anhören. Ich habe es auch nur die Überschrift gelesen, aber ich habe es hier schon auf. Ich wollte mir noch anhören, was der Felix rausgehauen hat. Das ist ja die andere Sache. Also man bindet keine Jugendspieler ein. A. Ja. Und B. Bringt man Spieler auf Position, um andere Spieler, weiß ich nicht in Frage zu stellen, nicht weh zu tun, was sinnfrei ist. Ich habe es schon in jedem Stream gesagt. Ey, dieses System, was wir spielen, ist doch dafür geschnitten. Wie Brot. Dass ein Conny Leimer in der Mitte spielt und die Pressingmaschine gibt. Ey, wir spielen dieses System, was für Conny Leimer auf den Leib geschnitten ist und der wird als Rechtsverteidiger hingepolt. Ey, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Ja? Und dann setzt man sich, Tell das beste Beispiel, und das ist auch der Grund, warum der sich verpissen will. So, habe ich auch die letzten 3 Streams schon gebracht. Da ist eine PK, ja, da setzt sich der Kompanie hin, angesprochen auf die Außenposition, die große Konkurrenz, von wegen Sané, Gnabry, bla bla bla. Dann kommt man auf die Frage zu Mathys Tell. Nee, Mathys Tell sehen wir ja nicht auf den Außenpositionen. Mathys Tell ist ja für uns, den sehen wir zentral, als Backup für Harry Kane oder auch mal mit Harry Kane. Und dann kommt das Spiel in Dortmund und wir spielen ohne Stürmer und bringen noch einen Tell rein auf die linke Außenbahn. Ja, und dann wundert man sich, dass der Junge keinen Bock hat, oder was? Dass er einen Kackreiz kriegt. Ja, wahrscheinlich hat man ihn nämlich im Vorhinein, vor der Saison, wo sich ein Eberl dahingestellt hat, ja, Mathys Tell wird das Gesicht des FC Bayern, wie so viele Spieler dieses Jahr. Werden ja alle Gesichter des FC Bayern. Dem wird man wohl was anderes gesagt haben. Dem wird man wahrscheinlich gesagt haben, komm, du bist unser Backup für Harry Kane, Alter. So, und du wirst in der Mitte spielen. Ja? Aber auch nur eine Vermutung, wir wissen es ja nicht. Magath meinte, dass man Spieler seine Posi spielen lässt, anstatt zu wechseln. Ja. Also ich meine, wir können uns ja nicht beschweren sportlich gerade. Ja, die Tendenz ist gerade wild, ne? Deswegen kann man das gerade diskutieren. Die Tendenz ist wirklich schlecht. Muss man sich aber auch nicht wundern. Aber noch stimmen ja die Ergebnisse. Wenn auch nur noch knapp, aber sie stimmen. Ende Februar können wir da mehr sagen. Die echten Bayern-Fans würden es doch verstehen, dass man nicht jedes Jahr ins Champions League Halbfinale kommt, aber
dafür mehr junge Talente zu integrieren. Ja, das war doch, ey, jetzt mal ernsthaft, das ist doch auch das, was wir alle erwartet haben, oder nicht? Wir haben doch alle vor der Saison erwartet, ja, Halleluja. Wir holen einen Coach, der mit jungen Spieler will, der nach Leistung stellt. Eberl und Freund groß getönt, Verjüngung des Kaders, bla, Sülz. Und was ist passiert? Alle jungen Spieler werden weggeschickt. Wir können froh sein, dass Maike spielen darf, der auch schon verschoben wurde in die Mitte rein, weil Leroy ja unbedingt rechts spielen muss, sonst ist er ja, keine Ahnung, explodiert der Kopf oder was? Ey, es wäre doch so einfach gewesen, diese Saison zu sagen, pass mal auf, da ist ein Company, da ist ein neuer Trainer, der integriert ein neues System mit neuen Spielern. Und dann hätte man doch super verargumentieren können, Leute, dem muss er mal ein bisschen Zeit geben, auch wenn es nicht so läuft, dann werden wir vielleicht kein Meister, gewinnen keine Champions League. Ey, das war doch der perfekte Zeitpunkt, dieses jetzt zu tun. Ja? Nee, machst du nicht. Gehst wieder in die gleiche Kerbe, die gleichen Spieler spielen wieder auf den gleichen Positionen und die gleichen Spieler gehen wieder in die gleiche Leistung rein. Es war jetzt ein halbes Jahr gut gewesen, ja, weil sich alle zeigen müssen unter dem neuen Trainer, kennen wir alle, ja. Da ist man heiß, da brennt man. Jetzt kommt wieder der Schlendrian rein und alles geht wieder den gleichen Weg wie immer. Katastrophe, Alter. Verstehe ich halt auch nicht. Ja, ich hoffe auch, dass ein Josh geht. Das ist gar nicht gegen Josh, ist einfach was für den Verein, Alter. Ja, aber es muss ja dann nicht nur Josh gehen, die anderen müssen alle mitgehen, sonst bringt das auch nichts. Du musst dieses ganze Gefilde einfach aufbrechen, Alter. Und du hättest halt auch nicht mit dem Neuer und mit dem Müller verlängern dürfen. Das ist halt... Junge. Wild. Naja, die viele Wechselei ist halt, dass du die Spieler alle jetzt bei Laune hältst. Ist doch logisch. Ich verstehe den Sinn schon dahinter, ja, aber ich sehe das auch wie du. Ich würde halt, was spricht dagegen zu sagen, so, das ist meine erste Elf, die fängt an, ja, die gibt halt mal Gas, wenn es 3-0 steht, können wir jetzt ja nicht mehr sagen, stand ja sogar schon 4-0 und wurde nochmal eng, war. Aber in der Regel sagst du dann, jo, 3-0, alles klar, 60. 5 raus, 5 rein. So. Aber wenn du das machst, gibst du natürlich allen Spielern von 12 bis 16 oder bis 18, wissen die genau, ja, ich bin nur die Nummer 2. Ja. Und das versuchen wir dann so Leeway zu erklären. Ja. Dann frag mal, wie die das auffassen. So, mit diesem ganzen Rumgewechsel, so hat jeder immer das Gefühl, ja, ich bin super wichtig, ich stehe in der Startelf und ich gehöre dazu und so. Das ist schon verständlich, ja. Aber dadurch kriegt man halt die Probleme, die man gerade hat. Und guck dir die Mannschaft an, Alter. Die Mannschaft wirkt müde, verkrampft, nicht fit. Verstehe ich halt auch nicht. Ja. Ja, unsere Art Fußball wird sich halt ändern, wenn Kimmich geht. Ja, aber eine Katastrophe, ich sehe das nicht als Katastrophe an. Wie gesagt, du hast Spieler in deinen eigenen Reihen, die das halt einfach auffüllen. Also, Leute, Palhinha hat Jahre, ist ein super erfahrener Sechser durch und durch. Wo ist denn das Problem? Dann hast du halt eine klare Nummer 6 und eine klare Nummer 8. Und nicht wie jetzt ein Kimmich, der ein 10,5er bis ein 4er ist. So, den hast du dann halt nicht mehr, schon klar, ja. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein für den FC Bayern. Weil dann hast du endlich mal die Konkurrenz und nicht, der spielt immer und alle anderen bauen wir mal drumherum, wie es gerade geht. Ja, nochmal, da kann der Kimmich ja nichts für, dass man ihn so behandelt. Ja? Ist halt so. Wenn ich schon sehe, dass der Kimmich jeden Freistoß schießt, dann könnte ich durchdrehen, Alter. Junge. Ja, dass man keine Trainingsgruppe 2 eingeführt hat, ist halt ein Witz, Alter. Sorry. Das ist doch auch nicht schlimm. So ist das heutzutage halt einfach. Das ist Profisport, Alter.
So, wenn die Leistungen nicht reichen oder wenn man anders plant in der nächsten Saison und die Spieler wollen nicht den Verein verlassen, ist ja fein. Ist man selber schuld, ja, dass man denen so viel Geld in den Arsch schießt, dass die den Verein nicht verlassen wollen. Würde ich auch nicht machen, wenn ich dann nur noch 2/3 meines Gehaltes woanders bekomme. Ja, ist doch logisch. Und wenn mich in dem Verein eh alle pudern. So. Aber hättest du den Spielern doch mal gesagt, ja, alles klar, wir planen nicht mehr mit euch, war neuer Trainer, Kompanie, anderes Spielsystem, hat andere Vorstellungen. Ihr könnt hier weiterhin trainieren, gar kein Problem, ihr bekommt euer Geld, ist alles tuppi, ist nicht böse gemeint, wir planen einfach anders. Ihr könnt hier die Trainingsgruppe 2 machen und dann ist doch fein. So, wie gesagt, das war doch die perfekte Situation dieses Jahr. Ja, mit einem neuen Trainer, neuen Spielsystem. Ja. Und jetzt stehst du da, ja, Kingsley Coman kann ja nächstes Jahr gehen. Ja, der konnte schon dieses Jahr gehen. Ja, und es hat keinen gegeben, der diese Summen zahlt. Wenn ich dann lese, der FC Bayern plant, dass er nächstes Jahr für Kingsley Coman 40 Millionen bekommt. Alter, leben die auf? Wo leben die? Der hat dann noch ein Jahr Vertrag. Wo leben die denn? Welcher Verein zahlt da für Kingsley Coman 40 Millionen, Alter? Ja, irgendein Saudi-Club, das war's aber auch. Junge, das musst du dir mal reintun. In welcher Welt die leben. Und dann liest er jetzt, ja, nächstes Jahr schreibt der FC Bayern rote Zahlen. Wie überraschend, wenn man 20.000 Verträge hat, wo Spieler 20 Millionen verdienen. Und man dann jetzt noch einen Fonzie Davis auch noch in diese Riege holt und von den anderen keinen Verkauf kriegt. Ja, fragt euch mal, woher das dann kommt, dass man rote Zahlen schreibt. Junge. Mann. Wir sind nicht beim Thema Josh. Das Thema Josh mache ich gar nicht erst auf, ey. Ja, es ist auch besser für den Josh, wenn er geht. Soll er dann nochmal irgendwo hingehen, wo alles irgendwie, keine Ahnung, gehen nach Hansi oder was? Ist doch alles fein. Man müsste Josh halt bei uns einfach mal behandeln wie einen normalen Spieler. Ja, das verstehe ich halt nicht. Nochmal, da kann der Josh ja nichts für. Man müsste ihn einfach mal behandeln wie einen normalen Spieler. Na? Wie jeden anderen Bingo-Bongo-Spieler bei uns auch. So. Aber das macht ja keiner. Der kriegt seine extra Wurst gebraten, darf auf dem Platz machen, was er will, interessiert keine Sau. Da sagt keiner was. Das ist das Problem an Josh. Da kann er nichts für. Junge. Theorie, Uli ist eben nicht bereit, wirklich den Stecker zu ziehen. Eber und Freund sind auch nur Hönes-Leute. Und Umbruch ist nicht so Uli sein Ding. Zudem ist Uli schon mächtig in die Jahre gekommen. Vielleicht hätte man doch Rangnick zum Vorstand machen sollen und Uli dankt offiziell ab. Was hat das denn mit dem Rangnick zu tun? Was willst du mit dem Rangnick, Alter? Völliger Schwachsinn. Das hat ja nichts mit dem Rangnick zu tun. Und ob der Uli da jetzt im Hintergrund, der Uli, die kannst du ja im Sommer, kannst du ihn ja in die Dingens nehmen, ja. Aber das musst du ja auch verstehen. So, der Uli hat diesen Verein aufgebaut, der sitzt da. Dann sitzt da Max Eberl. Der haut dann schon 50 Mille für einen Ulisse raus, will dann noch 50 Mille für einen Doué oder 60 Mille raushauen. Hat er dann wahrscheinlich noch 2 Transfers auf dem Zettel und hat nicht einen Spieler verkauft. So. Ja. Und dann sitzt der Uli da und guckt und dann ist klar, dass der irgendwann mal sagt, wir sind keine Geldscheiße, Alter. Ja? Hätte man sich halt mal, aber da sind wir wieder bei dem Thema Trainingsgruppe 2. Du musst den Spielern halt signalisieren, dass du nicht mehr mit denen planst. Ja, das hat man ja nicht getan. So. Dann wären die Spieler wahrscheinlich auch eher bereit gewesen, den Verein zu verlassen, wenn sie wüssten, oh, ich sitze hier ein Jahr auf der Tribüne. Ja? So. Dass da keiner sonst bereit ist, und alle sagen, oh nee, ich will mich hier beweisen. Serge Gnabry, nee, ich will mich hier beweisen. Kingsley Coman, Leon Goretzka, ich setze mich hier durch, ich beweise mich hier nochmal. Ja, sagt dir mal, nee, ist nicht, geh auf die Tribüne. Dann guck mal, was die Spieler machen. Junge. Und dann wundert man sich, dass man keine Spieler kriegt, ey. Dass ein Uli sagt, nee, ist vorbei. Ja, ist ja auch richtig. So, die neuen Spieler wollen auch 10, 12, 13 Mille Gehalt haben. So, wie willst du das bezahlen? Junge.
Wild. Jimba, servus. Ja, und Van Gaal hat sich halt nichts sagen lassen. Das ist ja der Punkt. Ja. Wir haben es doch unter Tuchel gehört, wie das läuft bei uns im Verein. Ja? Das ist nicht nur der Trainer, die Spieler. Aber er stellt die Spieler schon auf, aber er muss halt die Vertragssituationen beachten. Er muss diese ganzen Klickengeschichten im Kader beachten. Hat Tuchel doch erzählt. So. Ja. Und wenn du dann mal siehst, was vor der Saison alles angekündigt wurde und wie es jetzt gerade ist, dann, ja, dann weißt du, dass es darauf zurückzuführen ist. Ja. Ja, und Van Gaal war das scheißegal. Deswegen waren Van Gaal auch nur 2 Jahre da, weil er mit dem Uli nicht konnte. Weil der Van Gaal einfach das gemacht hat, was er wollte und nicht, was ein Uli wollte. Er hat gesagt, alles klar, Uli, ist eine gute Idee, ich mache ihn nicht. So. Das ist das Thema. Ja. Aber wir brauchen jetzt nicht anfangen, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass der Uli sagt, der Leroy muss hier unbedingt in diesem Verein gehalten werden. Oder wir müssen Fonzie Davis 120 Millionen in den Arsch schieben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Uli das so geil findet. Ja, das hat ja nichts mit Legendenkritik zu tun, Chico. Ich weiß nicht, nochmal, ich habe nichts gegen Müller, auch dieses Jahr nicht. Alles gut. Hat ja auch ein bisschen Einfluss gehabt, hat teilweise Einfluss. Aber doch nicht für das Gehalt, was er bekommt, Alter. Ja. Und Mathys Tell auf der 10 sehe ich auch nicht. Ich hätte mir. Also für mich wäre Mathys Tell der perfekte Spieler für Harry Kane gewesen, wie Heung-min Son in Tottenham. Alter, der hätte so viel lernen können von Harry. Ja, als sie da auf dem Platz stehen. Und Harry hätte den schon eingenordet, Alter. 100 Pro. Ja, hat er mit Son ja auch gemacht. Der ist ja auch nicht nach Tottenham gegangen und ist gleich eingeschlagen. Das hat auch ein bisschen gedauert. So, und dann war das ein kongeniales Duo. Ja, und das hätte ein Tell auch hingekriegt. Aber nein, da müsstest du ja dein Spielsystem ändern. Dann kannst du ja nicht mehr mit einer, was weiß ich, mit dem scheiß 4-2-3-1, was wir seit gefühlt 200 Jahren spielen. Das geht ja dann nicht mehr. Was machst du dann? Du musst ja was Neues machen. Was Neues kann die Mannschaft ja nicht. Versteht sie ja nicht. Kannst ja froh sein, dass wir im Aufbau mittlerweile in der Dreierkette aufbauen. Junge. Spielt halt so viel zusammen. Und das ist so schade, ne? Und wenn dem wirklich so ist, dass der Tell jetzt nur ausgeliehen wird für 6 Monate, Alter, Halleluja. Da kannst du ja froh sein. Nochmal, was wäre das für eine Schmach gewesen, wenn der Junge einfach weggegeben werden würde? Und dann guckst du in 3 Jahren da drauf und dann siehst du mal, was das für ein Spieler geworden ist. Verstehe ich halt nicht. Wir haben einfach keine Eier in diesem Verein, was das anbelangt. Junge, ey, dasselbe im Arzt nur. Wäre das jeder, der die Spiele gesehen hat in der Vorbereitung, ja? Und dann auch der ist Nationalspieler geworden. Und hat nicht eine Minute gespielt bei uns. Unverständlich. Und das, obwohl wir teilweise keine Außenverteidiger hatten. Das ist dasselbe wie mit Tell. Wir hatten keinen Mittelstürmer. Der spielt trotzdem nicht. Weil die könnten ja liefern. Und da musste ja irgendeinen gestandenen Pisskopf, der dann wieder sein Ego verletzt fühlt, müsste es hier auf die Bank setzen. Und dann geht das wieder los, wie es unter Tuchel war. Ne, dann werden die stinkig und dann, wenn der stinkig ist, wird der Kumpel von ihm stinkig und dann, wenn der stinkig ist, wird der auch stinkig. Oh, Katastrophe, ey. Wir müssen das einfach aufbrechen in diesem Kader. Da muss einfach, aber du kriegst es nicht hin. Du kriegst es seit 3 Jahren nicht hin, die Spieler loszuwerden. Du kriegst es nicht hin. Und wir haben nicht die Eier, einen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Und nochmal, das war diese Saison die perfekte Möglichkeit. Diese Saison kannst du es schon gar nicht mehr bringen. Kannst du jetzt noch 2 Jahre warten, kannst du hoffen, dass dann ein Serge nicht verlängert wird, dass ein Goretzka nicht verlängert wird, auch der wird nächstes Jahr nicht wechseln und kannst froh sein, dass ein Koman vielleicht nochmal eine neue Herausforderung haben will. Ja. Und dass du mit dem Leo jetzt vielleicht nicht verlängerst. Darauf musst du hoffen. Anders wirst du die Spieler niemals loswerden. Katastrophe. Junge. Bup.
Ja, Baumi, dann musst du gehen, Alter, wenn dir das nicht passt. Ist doch alles fein. Musst du nicht immer einer Meinung sein. Das denke ich auch nicht, dass der Vorstand aufstellt. Ja, das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Naja. Also, ey, es ist ja alles gut, wenn das Kiel-Spiel das einzigste Spiel gewesen wäre, Kolio. Dann würde ich ja mitgehen. Würde ich ja auch sagen, alles gut, hast halt abgeschaltet die letzten 10 Minuten. War schon in der Kabine. Ey, alles gut. Kann ja mal passieren, ne? Aber wenn du die anderen 3 Spiele davor dazu nimmst, dann ist halt der Trend gerade, wie es hier schön steht, nicht dein Friend, ey. Ne? Das ist das ja. Wenn das so das einzigste Spiel jetzt gewesen wäre, was so gelaufen wäre, ja, alles gut, hast du recht. Das sind Menschen, so, die haben abgeschaltet. Was ich dann nur albern finde, sieht dann wieder, dass sich ein Kimmich nach dem Spiel da hinstellt und irgendwas labert von keine Spitzenmannschaft und bla und Sülz. Und er war selber, der die Mitte da offen hatte wie ein Scheunentor beim 4-3, Alter. Ja, da muss er sich auch erstmal die eigene Nase fassen, bevor er sich da hinstellt. Auch nicht verstanden. Ja, na klar hat man ihm das abgenommen. Er hat ja jetzt auch erklärt in der PK. Ist ja traurig, dass das so ist, ja. Ja, wir brauchen einen neuen Flügel schon seit 3 Jahren, das ist ja das. Aber es wird halt nicht passieren, wie auch. Ja, aber klar stellt man immer die gleichen auf. Aber das muss man ja auch sagen, das ist ja auch, was Kompanie geschafft hat. Er hat es ja wieder geschafft, dass jeder zufrieden ist. So. Ja. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du die halt immer alle durchwechselst. Ja, nochmal, hättest du so einen Leroy ignoriert und draußen gelassen, dann wäre schon wieder ganz andere Stimmung in diesem Kader. So. Und deswegen ist ein Kompanie dazu gezwungen, das so zu handhaben. Ja. Fertig. Und deswegen hat ein Tell auch nicht diese Spielzeit gekriegt, die er braucht. Oder auch ein Adam Aznu nicht. So, weil du musst es ja jetzt ein Fonsi überhaupt erstmal durchgehend spielen lassen, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass Fonsi den Vertrag verlängert. Sonst wäre er nie auf die Idee gekommen, den Vertrag zu verlängern, wenn er nicht gespielt hätte beim FC Bayern. So, und da spielt halt alles mit rein. Ne? So ist das halt. Miss Fabi, hi. Ja, das sehe ich genauso. Wenn du 20 bekommst für King, dann hast du schon einen guten Kurs rausgeholt. Für King kriegst du 35 bis 45 Millionen. Ja, von wem denn? Den hau mal raus, Chico. Den hau mal raus, wer das nächstes Jahr zahlen soll für den King. Ist ja nicht auch schon dann 29 oder 30 oder was? Zahlt doch keiner mehr. Wo sind die Talente von Freund? Ja, verliehen. Verliehen oder in der zweiten Mannschaft. Also ein Freund brauchst du da keinen Vorwurf machen. So gar nicht. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, das Problem ist, du integrierst sie halt nicht in diese Mannschaft. Das ist doch das Problem. Mit Rangnick, Alter, das hätte maximal ein Jahr gedauert, dann wäre der Verein implodiert, Alter, und der Uli hätten Ralf Rangnick vor der Allianz Arena ans Kreuz genagelt. Hätte es halt nicht bringen können. Braucht man sich's vormachen, oder? Ja, das weiß ich nicht, ob das Brazzo und Kahn waren, die Verträge da so... Ja, viele haben schon hohe Verträge gekriegt unter Brazzo, ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, die sind ja auch alle abgesegnet. Siehst ja jetzt auch an der Davis-Geschichte. So. Auch der Vertrag muss ja vom Aufsichtsrat abgesegnet werden. Und genauso war das bei den anderen Verträgen halt auch. Da muss halt keiner sagen, oh nee, ich war da nicht involviert oder sonst was. Wenn so ein Vertragsvolumen da ist, wie es bei der Verlängerung von Gnabry war, von Koman, von Goretzka, von Kimmich, bei der Verpflichtung von Liboy, das sind ja alle Sachen, die werden bei uns
müssen die vom Aufsichtsrat abgesegnet werden. Das kann nicht Max Eberl alleine entscheiden. So, der handelt das aus, dann geht der zum Aufsichtsrat und der sagt, jo, alles tutti, oder er sagt, nö. So. Also von daher, das jetzt nur Brazzo und Olli in die Schuhe zu schieben, ist halt auch nicht fair. So, weil der Aufsichtsrat hätte ja jederzeit sagen können, habt ihr nicht mehr alle Latten am Zaun oder was? So hat er ja auch nicht gemacht. Darf man halt nicht vergessen, ne? Ja, klar hätte Max ihn verkauft, weil er dann Geld gehabt hätte. Weil der Uli ihm sagt, du kriegst keine Kohle, wenn du keine Spieler verkaufst. So. Deswegen ist ein Max Eber gerade handlungsunfähig. Der würde halt gerne andere Spieler haben in dieser Mannschaft. Er kriegt es aber nicht hin, Spieler zu verkaufen. Und das aus besagten Gründen. Und das hättest du hinbekommen, wenn du vor der Saison gesagt hättest, wir planen nicht mehr mit euch. Trainingsgruppe 2, wir haben andere Vorstellungen für den Kader der Zukunft. Es tut uns leid, sucht euch andere Vereine. So. Dann hättest du Spieler verkauft, aber wahrscheinlich dann natürlich auch nicht zum Marktwert. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja? Spieler in der Trainingsgruppe 2 sind, dann kriegst du weniger Geld. So. Von daher war dann der Gedanke wahrscheinlich, ja komm, wir lassen die mal alle. Vielleicht kommt ja noch irgendein Angebot rein. Vielleicht jetzt auch in der Winterpause. Ja, nee. Kommt's halt nicht. So, wer soll denn jetzt ein Angebot machen? Aufgrund welcher Leistung? Ja, wild. Hat man sich halt verzockt. Ne? Sagen wir, wie es ist. So. Und nächstes Jahr wird derselbe Bums sein. Nee, können wir auch nicht. Wie gesagt, du musst den ganzen Verein in die Verantwortung nehmen. Nochmal, diese Verträge werden halt vom Aufsichtsrat abgesegnet. Siehst du doch jetzt beim Davis auch wieder. Und das war früher auch schon nicht anders. Mittlerweile ist das ein bisschen erhöht, das Limit, wo du es nicht absegnen lassen musst. Aber bei diesen Regionen, die da sind, musst du es immer absegnen lassen. Ja, klar wissen die Leute das, wenn du zum FC Bayern kommst, dass du. Ja, du wirst das nicht, aber das wirst du, glaube ich, bei keinem Verein haben, oder? Ich weiß nicht, ob das in Frankfurt so ist. Bin da nicht im Thema. Aber du wirst ja bei keinem Verein jetzt sagen, ich hole jetzt hier den Sportvorstand oder den Sportdirektor und der darf machen, was er will. Ja, das wirst du ja heutzutage nicht mehr haben. Ja, keine Ahnung, wenn der Kimmich W gesagt hat, dann ist es noch trauriger. Ja, andere Vereine werden das halt klarer kommunizieren, Alter. Guck dir Vereine wie Paris an, die, wenn die einen Umbruch machen, dann sagen die, alles klar, hier, euch 5 plane ich nicht mehr, Trainingsgruppe 2, Feierabend. Nimm Chelsea, ja, hier, die mit euch 10 Spielern planen wir nicht mehr, Trainingsgruppe 2, Feierabend. So läuft das halt heutzutage. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann ist es so, wie es jetzt ist. Ja, das ist ja auch okay, wenn Kimmich Kritik äußert, aber dann muss er sich erstmal in die eigene Nase fassen, Alter. Er ist doch der große Zampano. Das heißt doch, er ist doch schon für einen großen Teil dafür verantwortlich. Ja, genau. Bei anderen Vereinen sind die Topverdiener also auch die Topspieler, genau. Das ist bei uns halt nicht mehr. Das ist vielleicht noch Harry Kane, ja, und das war's. So, bei uns sind halt ganz, ganz viele Spieler, die ein durchschnittliches Niveau haben, Topverdiener. Ja, oder alte Säcke, die das Leistungsniveau halt auch nicht mehr haben, was sie mal hatten, sind auch immer noch Topverdiener. Und dann wunderst du dich, dass du keine Kohle mehr hast in den Kassen, weißt du? Dass du nächstes Jahr eine rote Zahl malen wirst. Wahrscheinlich werden wir das irgendwie hinklamaukern, dass wir uns da nicht die Blöße geben und das doch noch eine schwarze Zahl wird. Mit 20.000 Verkäufen von Talenten für 2, 3 Millionen oder so ein Scheiß. Naja.
Nee, also das mit dem System fühle ich nicht. Dass ein Son mal Flügelstürmer war, ja, ist richtig. Hat er bei Tottenham, aber hat er auch viel durch die Mitte gespielt, anstatt über außen. Es geht doch nicht, dass du ein komplettes System ändern musst. Kann doch wohl nicht das Problem sein, Alter. Wir haben doch eh einen neuen Trainer, der ein neues System spielen will. Wo steht denn, ist Moses oder ist Franz Beckenbauer runtergestiegen, hat in die Steintafeln gemeißelt, 4-2-3-1, ein Leben lang, bis wir alle unter der Erde liegen, oder was? Ich glaube nicht. Und du hast gerade einen Kader gehabt, oder hast ihn auch noch, der von den Spielern her so viele Systeme spielen könnte. Nee, 4-2-3-1. Fertig. Egal was passiert. 4-2-3-1. 90 Minuten lang. Wir spielen uns keine Chancen. Egal, 90 Minuten lang. Selbst dann kriegst du es ja nicht hin, mal zu sagen, ja, dann wechsle ich doch mal ein Tell ein und spiele mal mit einer Doppelspitze. Nee. Dann wechsle ich 1:1 die Position aus und hoffe, dass sich irgendwas ändert. Und weiter das gleiche System. Der Gegner macht die Mitte zu, konzentriert sich auf die Außen, die er dann doppelt, der gut verschiebt. Egal, wir spielen das gleiche System. Harry Kane steht in der Mitte gegen 3 Gegenspielern. Egal, wir spielen 90 Minuten das gleiche System. Du hast keinerlei Alternative. Hast du nicht. Ist egal. Fertig. Der King natürlich kann sich keiner King leisten, Alter. Auf welches Leistungsniveau willst du dem denn auf 35, 45 Millionen abkaufen? Und dann will der Spieler noch 20 Millionen Gehalt haben. Wer soll das denn machen? Eine italienische Mannschaft kann sich das nicht leisten. Italiener zahlen keine 20 Millionen Jahresgehälter. Guck doch mal durch die Top-Vereine. Guck dir mal die Top-Vereine an. Kriegst du doch Listen im Internet. Guck dir mal die Top-Vereine an und guck dir mal an, welche Spieler da wie viel Top-Gehalt haben. Guck mal, welche Spieler oder wie viele Spieler bei Top-Vereinen 20 Millionen verdienen. Das ist verschwindend gering, Alter. Da haben wir die meisten von in unserer Mannschaft. Ja klar ist King mega verletzungsanfällig. Ist ja schon immer gewesen. Das ist, es ist halt einfach immer dasselbe, Jahr für Jahr mittlerweile. Wie gesagt, du kannst ja dieses Jahr froh sein, dass wir Michael verpflichtet haben. Hut ab für diesen Transfer, Alter. Wer immer dafür zuständig war, ob es ein Freund war oder ein Eberl, dafür haben sie auf jeden Fall eine 1 mit Sternchen verdient. So, wenn der Kompanie jetzt mal wieder klar in der Birne wird und den endlich wieder auf seiner rechten Seite spielen lässt, dann haben wir ja schon mal eine gute Seite. Punkt. Ja. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal die Möglichkeit, dass wir mal einen rechten Verteidiger haben, der auch wirklich mal die Saison über rechter Verteidiger ist, der sich dann auch noch schön einspielen kann mit dem Michael. Das wäre ja grandios, wenn das mal passieren würde. Und dann wird der noch besser. Ja. Aber dann müssen wir nicht wieder anfangen, oh, aber Leroy Sané muss auch spielen, aber links will er nicht, kann er nicht, darf er nicht. Der muss nur rechts, der muss rechts spielen, sonst fängt er an zu weinen. Ja, dann ist egal, dann nehme ich den Michael und pack den da hin, obwohl er da scheiße ist und Katastrophe, Alter. Junge. So ist es. Und trotzdem haben wir 4-3 gewonnen. Aber da durfte Michael ja auch rechts spielen. Wir brauchen Qualität statt Quantität. Ich denke da an einen Spieler wie Perisic, aber den hat man damals ja auch nicht gekauft. Leider. Ein Müller oder ein Alaba oder ein Lahm waren auch nicht Weltklasse von Anfang an. Deswegen verstehe ich nicht. Das versteht keiner, weshalb man nicht mal den sogenannten Talenten die Chance gibt. Zumal man vor der Saison sich dahingestellt und sagt, möchte eiskalt nur noch nach Leistung aufstellen, Lacher. Ja, das ist aber leider so. Wie gesagt, ich kann das ja verstehen aus Kompanies Sicht. Habe ich ja gerade schon gesagt, die letzten Streams auch. Aus seiner Sicht hat er das Optimale rausgeholt. Ja, er hat wieder dafür gesorgt, dass es eine Mannschaft ist. Das sieht man ja auch, wenn wir Tore erzielen. Es ist eine Mannschaft wieder. Und nicht, da steht einer alleine und jubelt, wie es unter Tuchel war. Und dann kommt vielleicht mal einer oder zwei angelaufen, klatschen ab.
Man sieht ja schon, dass da ein Mannschaftsgeist ist und dass es wieder eine Mannschaft ist. Ja. Aber das ist natürlich dann geschuldet, ja, dass du keine jungen Talente einbaust und halt auf die Allstars setzt. So. Dafür hast du halt wieder die Mannschaft. Ne? Und ja, bisher läuft es ja. Wir werden sehen, wofür es am Ende der Saison reichen wird. Aber ja, es passt halt nicht zu dem, was man vor der Saison groß angekündigt hat. Ne? Ich bete auch jeden Tag dafür, dass wir im Sommer Coman, Gnabry und Goretzka und Sané wegkriegen. Ja. Aber habe auch das Gefühl, dass mindestens Gnabry und vermutlich auch Goretzka ihre Verträge eiskalt aussitzen. Da kann Eber dann halt auch nichts machen. Es wird halt länger als eine Saison brauchen, die Jahre Federn von vorher zu reparieren. Ja, sonst hättest du es halt anders angehen müssen. Du kannst natürlich das Glück haben, wenn Kimmich wirklich wechseln sollte, dass er so ein Gnabry mitzieht. Weil die sind ja so. Aber ansonsten, nee. Gnabry wird das aussitzen, natürlich. Worst Case, was passiert, wenn wir Champions League rausfliegen, Meisterschaft spielen, welche Argumente werden dann kommen? Lass uns nur mal in Leverkusen verlieren und Remis gegen Stuttgart und Frankfurt. Ja gut, der Leidtragende ist immer der Trainer, ist doch normal. Ach, wenn ich das immer lese, ne, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Sorry, Spox. Der Hernandez-Transfer hat vieles kaputt gemacht mit Gehälter etc. Völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Sorry. Einfach Schwachsinn, diese Aussage. Also haben wir nach Lucas Hernandez haben wir erst die Verträge mit Gnabry, Coman und so weiter verlängert, oder was? Haben wir nicht. Nur mal zur Info. Kannst du gerne mal auf meinen Kanal gucken. Da gibt es ein Video, wo der Vertrag mit Kingsley Coman verlängert wurde. Für ein utopisches Gehalt. Das war alles lange vor Hernandez. Ganz lange davor. Dass ein Hernandez dann so viel Kohle haben wollte, ja. Das ist dann darauf zurückzuführen, dass schon diese Durchschnittsspieler so viel verdient haben. Aber Hernandez ist ja zum Glück wieder losgeworden. Oder nimm mal, nee, das wäre ja das Worst Case gewesen. Meinst du, Kompany und Eber sind Geschichte, wenn wir die Meisterschaft noch verpassen sollten? Keine Ahnung, ey. Wenn dem so sein sollte, kannst du den Verein aber auch langsam abmelden, oder? Wie viele Leute willst du denn noch verbrennen hier Jahr für Jahr? Wir können ja nicht anfangen, du musst den Kompany halt mal die Zeit geben, so. Kannst ja nicht anfangen, jetzt jedes Jahr einen neuen Trainer zu holen. Wie soll sich denn da mal was entwickeln? Klappt ja nicht. Und ein Eber, keine Ahnung, wir stecken da halt nicht drin, wie es intern aussieht. Ja? Also ich glaube schon, dass ein Eber auch eine andere Vorstellung von diesem Kader hat. Und ich glaube auch, dass ein Kompany das hat. Weil das hat die Vorbereitung eigentlich gezeigt. Ja? Man wollte unbedingt einen Dué verpflichten, da waren noch 2, 3 andere Namen im Gespräch. Ich glaube, dass beide diese Mannschaft umbauen wollten. So. Aber man ist dann von der Realität gefickt worden und hat gemerkt, oh, für unsere ganzen Kanonenspieler ist ja gar kein Interesse da. Die möchte ja gar kein Verein verpflichten. So. Und dann kam der Uli noch dazu, hat gesagt, bäm, Geldhahn zu, erstmal was verkaufen. Ja. Und nochmal, dann hat ein Kompany das Beste gemacht, was man machen kann. Er hat halt alle mit ins Boot genommen und hat wieder eine Mannschaft rausgeformt. Ja. Und das hätte er wahrscheinlich nicht hinbekommen, wenn er gesagt hätte, jo, ich integriere jetzt hier einen Adam Aznu, weil ich von denen überzeugt bin. Ich integriere einen Tell, weil ich von dem überzeugt bin. Dann musst du sehen, wer dann auf der Bank gesessen hätte. So. Also ich kann das schon verstehen, wie das ein Kompany das so macht, wie er es macht. Ja. Aber das ist halt einfach nur schade. Das ist es halt. Ja, und die DFB-Spieler sind bei uns ja eh unantastbar. Das ist ja Uli sein Hirngespinst. Genau, wie du schreibst, mit FC Deutschland und bla und Sülz. Ja, ist halt auch so. Ich meine, das ist ja auch alles schön, dass das Wohlfühloase ist und ja,
Aber das Problem ist halt dann, wenn die Spieler es halt einfach nicht mehr zurückzahlen, ne? So, wenn du die letzten 2 Jahre nimmst, dann haben das viele Spieler einfach nicht mehr zurückgezahlt. So, und dann wird's schwierig. Und da musst du halt irgendwann mal die Wohlfühl-Oase verlassen und mal klare Kante zeigen. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum Saragossa so durch ist. Also da muss ja irgendwas, keine Ahnung, da muss ja auch irgendwas gelaufen sein. Also, dass er fußballerisch ja auf jeden Fall ein gewisses Potenzial hat er ja jetzt auch wieder gezeigt in seiner Heimatliga. Also da muss ja irgendwas anderes vorgefallen sein, dass man jetzt sagt, so, ja, den wollen wir nicht bei uns haben. Weil, keine Ahnung, wissen wir nicht. Ja, Saudi-Arabien ist auch die einzige, die das machen, ja. Vielleicht lässt der Kalle da noch seine Beziehung spielen bei Scheich XY und deswegen gibt es dann 10 Mille mehr, weißt du? Ja, ist auch schade, oder? Dass wir nicht einfach mal eine Doppelspitze ausprobieren. Stehe ich halt auch nicht. Erst recht, wenn man auch mal sieht, wie die Gegner gegen uns halt agieren. So, wofür brauchst du da 2 zentrale Mittelfeldspieler? Ja, wäre doch schön, wenn du vorne mal die Abwehrreihen da mit 2 Stürmern mal ein bisschen beackerst. Also, ich meine, haben wir früher auch gespielt. Früher immer, oder was heißt immer, aber wir haben super oft mit 2 Stürmern gespielt. Mm, 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 mm. Chico, Stani war so lange verletzt. Das ist doch völlig normal. Und er hat doch trotzdem, obwohl er so lange verletzt war, schon ganz gut gespielt. Ja, ich weiß, was du meinst mit dem Timing, habe ich auch gesehen. Da 2 Aktionen, erst recht dann, wo er auf der linken Seite gespielt hat. Das war nicht gut, aber das ist auch normal. Das ist, glaube ich, normal. Ja, ist richtig. Ja. And the Rock is cooking. Ja, im Sturm ist der Backup Thomas Müller halt. Dort Fabrizio Romano beendet Bayern die Vidovic-Ausleihe mit Mainz und holt ihn zurück, sobald Tell-Deal geregelt ist heute. Soll dann wohl als Ersatz dienen den Rest der Saison. Wild. Nee, wenn dem so ist, was ihr hier gerade schreibt, dann liegt das daran, was die Mara vorhin gesagt hat. Du darfst halt nicht mehr wie 6 Spieler verleihen, die weniger Laufzeit wie 3 Jahre haben. Deswegen muss dann eine Leihe aufgelöst werden. Ja, aber da siehst du halt mal, ich habe ihm das gerade reinkopiert gehabt, weil die Bild-Zeitung, die spricht von einem ganz anderen Spieler, und zwar von dem Japan-Talent Fukui. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und zwar wollen sie den wohl verkaufen, damit Platz ist für eine Tell-Leihe. Da siehst du halt, am Deadline-Day drehen die erst recht alle am Rad. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Spieler wir alle verliehen haben. Es kann halt auch sein, dass schon durch Adam Aznu, der ja auch noch verliehen ist. Ich glaube, der hat auch nicht länger wie 3 Jahre Vertrag. Müsstest du ja noch einen Platz haben. Von daher brauchen sie vielleicht beide. Vielleicht brauchen sie Vidovic und den Fuji. Wie auch immer. Dun, 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 dun. Ja, wir haben auch unter anderem Trainer mit 2 Stürmern gespielt. Elba, Janka, nur ein Beispiel. Irgendwann sind wir halt unter
weiß gar nicht, ob es unter Pep oder vorher schon diese Ein-Spitzensystem gegangen. Das ist ja auch alles fein. Aber wenn du dir die Spiele anguckst, wo brauchen wir heute zwei zentrale Mittelfeldspieler, Alter, mit einer Viererkette, also. Da, 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 da. Ja, na klar kannst du Kompanie da nicht rausnehmen, aber ich habe ja auch nur gesagt, dass man nachvollziehen kann, warum Kompanie so agiert, wie er agiert. Nochmal, was wäre denn gewesen, wir hätten Azno jetzt gebracht? Auch im Spiel, was weiß ich. In kein Topspiel gegen irgendeinen schwächeren Gegner. Und der hätte halt einfach überzeugt auf der Position. So, hätte ja passieren können. Ja? Hat er ja in der Vorbereitung auch getan. Wie willst du denn dann vermitteln, dass du unbedingt mit Fonzie Davis verlängern musst? Für dieses Volumen, was da gerade im Raum steht. Wie willst du das dann vermitteln? Hm? Alto Belly. Da werden keine anderen Steine ins Rollen kommen. Naja, einen Kimmich für umsonst weggeben wär schon wild. Aber da ist man dann halt selber schuld. Bei allen anderen gehe ich ja mit, so alles gut. Das ist sportlich jetzt nicht so der große Knaller. Aber wenn du einen Kimmich jetzt für umsonst verlierst, das ist. Aber wie gesagt, da müssen sich an die eigene Nase fassen. Wo sind eigentlich Talente aus der World Squad? Ja, bitte dich. Wenn du noch nicht mal die Talente, die du für teuer Geld kaufst, für 30 Millionen, zum Spielen kriegst, dann brauchst du ja nicht darüber reden, dass du irgendwelche Talente aus irgendeiner World Squad bei uns sehen willst, oder? Ja, aber das müssen wir nicht wieder aufmachen, das Leroy Sané-Fass, Alter. Das ist seit 5 Jahren so bei Leroy. So, das ist Leroy sein Leistungsniveau. Das war aber auch schon bei Manchester City so. Also man tut ja immer so, als wäre er der Weltklasse-Spieler aller Messi. Das ist er halt nun mal nicht. Wenn der mal eine gute Hinserie oder eine gute Rückserie hat, dann muss er schon 3 große rote Kreuze machen. So, ansonsten hat er seine 4, 5, 6 Wochen vielleicht mal und dann ist wieder Rotze. Ja? Das ist aber lieber, das ist seit 5 Jahren bei uns so. Das ist ja nichts Neues. Dasselbe mit Gnabry. Coman war schon immer der noch am konstantesten war. Aber Coman hat halt nie diese super hohen Spitzen gehabt, weil er nicht dieses Talent hat, wie es zum Beispiel in Sané hat. Ja? Warum das so ist beim Leroy, keine Ahnung. Weiß ich nicht, bin ich nicht drin. So, ich gehe jetzt aber erstmal pinkeln. Wegen der Sicherheit. Hab ich hier einen Pause-Screen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, aber die Mara ist ja da. Die kann euch unterhalten. Jetzt soll ich mich um den Haufen kümmern oder was? Wild. Er fängt das hier an und ich soll's ausbaden. Meinst Chico ist ein ganz kurzes Zeitfenster, wo ich meine Meinung sagen darf, ohne dass er dazwischen grätscht.
Ich kann das Kimmich-Thema nicht mehr lesen. Kann's nicht mehr hören. Weg mit ihm und gut ist. GB, was ist mit dir eigentlich los? Wo kommst du denn wieder her? Wollen wir da mal drüber reden? Du warst ja auf einmal plötzlich weg und jetzt bist du wieder da. Haben sie dich auch verliehen gehabt, oder was? Ja, auf den Videobeweis kann man sich nicht verlassen. Das kennen wir aus dem Stadion. Ja, GB hätte sie dir ruhig noch länger gönnen können. Also, meinen Segen hast du gehabt, du. Hab gerade übrigens irgendwo noch einen Bericht gelesen gehabt, dass der Uli im Doppelpass, glaube ich, gesagt hat, ihm geht das auf den Sack mit den ganzen verschiedenen Abos und hier und da. Und er versucht ja schon seit Jahren seinen Kumpel von der Telekom zu überzeugen, dass die halt alle Spiele bei Magenta bringen. Bin mal gespannt, was daraus wird. So, jetzt. Psst. Was pst? Bitte was? Nix? Also wenn Hernandez verpflichtet wurde, bevor Kingsley Coman seinen Vertrag verlängert hat, dann King kam 2017. Asche auf mein Haupt. Dann Asche auf mein Haupt. Und zwar kam King 2017 und seine letzte Verlängerung war 2022. Ich hätte El Kunde auch eine Chance gegeben. Der hat mich halt voll an Shaqiri erinnert. Aber wie gesagt, da drehen wir uns ja im Kreis, Alter. Da drehen wir uns im Kreis. Na? Siehst du ja. Der Uli labert für einen Tag lang jetzt. Ja gut, aber Hernandez wird ja trotzdem nicht der Topverdiener in dieser Mannschaft gewesen sein, Alter. Das wollte er mir doch nicht erzählen. Also ich glaube nicht, dass Manuel Neuer und Thomas Müller nicht einmal nicht die Topverdiener waren. Aber selbst wenn dem so sein sollte, wenn Hernandez der große Transfer war, der alles ins Rollen gebracht hat, dass diese Mannschaft durchschnittlichen Spielern 17, 18, 19, 20 Millionen zahlt. Ja, sorry, Alter. Also du kannst doch nicht anfangen. Ey, das ist ja so, keine Ahnung. Nur weil Messi in Barcelona 45 Millionen verdient hat, hat Barcelona ja nicht angefangen, irgendwelchen Durchschnittsspielern 45 Millionen zu zahlen. Oder sagen wir dann 30 Millionen. Nee. So. Man lässt sich halt einfach auf der Nase rumtanzen. Und das sehen wir jetzt halt wieder bei Fonzie Davis. Und da ist kein Brazzo mehr da und kein Oliver Kahn. Da ist ein Max Eberl da und da ist ein Aufsichtsrat da, der das absegnet. Und man lässt sich wieder auf der Nase rumtanzen. Wir reden wieder davon, dass dieser Spieler bis zu 20 Millionen im Jahr verdienen kann. Alphonso Davies. Leute. Bei Hernandez konntest du ja wenigstens noch sagen, wenn er mal nicht verletzt war, hat er das Niveau dieser Mannschaft aber um sowas angehoben. Das tut ein Fonzie Davies aber nicht. Hä?
kann man denn so hohl in der Birne sein? Ich verstehe das nicht. Die sehen als Verein gerade, ich werde diese Spieler nicht mehr los. Weil sie zu viel Geld verdienen und keiner das Geld zahlen möchte. Und die Spieler dann natürlich sagen, nee, ich bleibe hier, weil ich hier mehr Kohle verdiene. Völlig normal, das sind Menschen. Ja. Würden wir ja nicht anders machen. Und dann mache ich aber dasselbe wieder. Ich lasse mir wieder auf der Nase rumtanzen von einem Spieler und schieb dem wieder die Kohle in den Arsch. Ja. Und das versucht man dann jetzt zu rechtfertigen mit, oh ja, aber diese Saison hat er ja wieder ein paar gute Spiele gemacht. Ja. Wenn die guten Spiele, Fonsi hat ein paar gute Spiele gemacht, gehe ich ja mit. Aber da war nicht ein Spiel von es wert, auch nur ansatzweise 15 Millionen Jahresgehalt zu fordern, Alter. Katastrophe. Katastrophe. Ja, das ist doch auch fein. Guck mal, das ist doch fein. Ich verstehe ja den Sinn. So, du holst einen Spieler, ist ja egal. Du holst einen Spieler, der kriegt 18 Millionen. Dann ist ein Spieler da, der sagt, ja, mein Vertrag läuft jetzt aus. Ja, der ist neu, der verdient 17 Millionen. Keine Ahnung, dann kannst du ja auch noch, da ist Manuel Neuer im Tor, der verdient was? 20 Millionen? Ich will jetzt 17 Millionen haben. So, dann musst du doch als Verein sagen, nein. Wenn du das nicht meinst. Ja, wenn der Verein meint ja, ja, dann muss er ja. Und dann ist es so, wie es jetzt ist. Und ich verstehe auch die Rechnung. Wir haben uns das wann? Lass mich nicht lügen. Vor 3-4 Monaten haben wir uns das angeguckt. Wo diese Rechnung aufgemacht wurde. Vertrag verlängern mit Coman zum Beispiel. Da war das Beispiel so. Coman wäre sonst ausgelaufen, ablösefrei gegangen. Merken wir was? Ja, der FC Bayern hat ein Problem, Verträge mal dann zu verlängern, wenn sie zu verlängern sind. Ja, und nicht immer bis auf die letzten Drücker zu warten. Weil dann hast du diese Probleme, die du jetzt gerade hast. Ja, dasselbe war ja mit Gnabry, da war ja auch der Vertrag am Auslaufen. Das ist doch hirnrissig. Ja, und dann kannst du natürlich den Punkt machen. Dann sagst du, yo, oder wie jetzt Fonzie Davies, da machst du jetzt auch den Punkt. Ja, das ist Fonzie Davies. Der geht ablösefrei. Wenn ich den jetzt ablösefrei gehen lasse, muss ich einen neuen holen. Der neue kostet mich 60 Millionen. Plus das Gehalt. Wahrscheinlich 12. Um den Dreh, wenn es noch kein richtiger Weltstar ist, bist du auch beim Volumen von 120 Millionen für 5 Jahre. Ja. Oder du sagst, ja, nee, da verlängere ich doch mit Alphonso Davies. Ist ja dann ein guter Deal. Ja. So. Das ist dann dieses Argument. Ja. Aber das ist, was ich meine. Warum lässt du denn von den Spielern auf der Nase rumtanzen? Man hat halt gepokert. Man hat bei Coman gepokert, man hat bei Gnabry gepokert. Sané hat man für dieses Gehalt verpflichtet. Das ist ja der Oberhammer. Ja. Man hat ihn verpflichtet und man konnte ihn nur verpflichten, weil man gesagt hat, ich zahle dir mehr, wie du bei Manchester City verdient hast. Das musst du dir ja mal reintun. Ja, und man hat sich halt verpokert. So, Punkt. Ja. Aber da muss man jetzt nicht rumheulen, dass man jetzt diese Gehälter hat. Aber das Traurige ist auch dann, dass wir dann jetzt wieder bei der Neuerverlängerung sind und der wahrscheinlich wieder 20 Millionen verdient. Und aufgrund welcher sportlichen Leistungen. Ja? Und da wundert man sich, dass man keine Kohle hat, die frei ist für Neuverpflichtungen. Weiß ich nicht. Also das ist für mich ein Way to go, der einfach schlecht ist. Ja, erst recht, wenn du jetzt so viel Kohle, du hast so viel Geld die letzten Jahre in die Jugend gepumpt und laberst und machst und tust und sagst, ja, hier Riesentalent, größte Talent Deutschlands haben wir jetzt verpflichtet fürs Mittelfeld, wir haben das Ausnahmetalent Mathys Tell im Kader, bla und Sülz und hier hast du das Riesentalent Aznu und alles. Wir haben also riesige Talente in dieser Mannschaft. Ja, ja, wenn dann doch da so ein Spieler ist wie Alphonso Davies, der sich da hinstellt und so ein Gehalt fordert, dann musst du ihm doch einfach sagen, jo, Fonsi, alles klar, hau rein. Na, wir sehen uns. Fertig. Wo ist denn das Problem? Gerade diese Position in diesem Kader, das ist so lächerlich. Ja? Du hast einen Aznu, du hast einen Guerrero. Ja, Guerrero sportlich, können wir drüber streiten, gar keine Frage. Du hast auch noch einen Ito nächstes Jahr, der wird ja irgendwann mal wieder fit werden. Ist es da jetzt notwendig, so einem Spieler dieses Geld in den Arsch zu pumpen? Ich glaube nicht. Das hat halt ganz andere Hintergründe. Ne? Und deswegen hat man auch nicht angefangen, den Aznu da mal hinzuschauen. Habt ihr die Spiele gesehen in der Vorbereitung? Was der gespielt hat?
Der ist aufgrund dieser paar Spiele und die Spiele in der zweiten Mannschaft Nationalspieler geworden. Also hat er ja eine Qualität, ja. Und wenn ihr dann mal gesehen habt, wie schlecht Fonzie Davis war, die ersten Spiele, hätte man doch easy peasy sagen können, ja, alles klar, du gehst hier in die Konkurrenz mit dem Adam. Ja, hat man aber nicht gemacht. Ja. Katastrophe halt. Und dann wundert man sich in 2 Jahren wieder, ja, aber Fonzie Davis hat den Vorteil, der ist noch jung. Ja, vielleicht kommt da irgendwann dann mal das Interesse. Aber da muss auch erstmal ein Verein bereit sein zu sagen, oh, ja, Fonzie Davis, den zahle ich gerne 20 Millionen im Jahr. Das macht auch ein Real Madrid nicht. Die zahlen Fonzie Davis keine 20 Millionen im Jahr. Könnt ihr vergessen. Lächerlich. Und klar, wenn du das, du hast ja das Argument, das verstehe ich ja auch. So, wenn du jetzt in der Mannschaft bist und du denkst, du hast das gleiche Niveau wie der, das ist ja das Thema bei Gnabry gewesen. So, Gnabry, Vertrag ist ausgelaufen, hat gesagt, ja, aber hier, ich bin auf dem Niveau von King. Da will ich auch die 17 Millionen haben. Das verstehe ich. Ja, so, da musst du halt als Verein sagen, ja oder nein. Und wenn du meinst nicht, dann nicht. Ne? Aber auch da ist mal bis ins letzte Jahr gegangen mit dem Gnabry. Gut, da ist man jetzt nicht wie bei Josh bis zum letzten Punkt, sondern vor der Transferphase hat man ihn dann kurzfristig vorher verlängert, aber ey, das ist doch keine Art und Weise. Da muss man sich halt nicht wundern, dass die Spieler das ausnutzen, ne? Ich meine, deswegen versucht man ja jetzt den Vertrag mit Musiala jetzt zu verlängern. Nimm mal das Worst Case und du gehst nächstes Jahr ins letzte Vertragsjahr mit Musiala, Alter. Tja, dann brennt der ganze Verein. Dann brennt der ganze Verein, ey. Weiß nicht, ob Alaba wieder spielt. Ja, aber es ist doch auch okay. Wen interessiert das denn, ob ein Davis dann nach Real Madrid geht und da abliefert? Wen interessiert das? Also mich interessiert das nicht. Ich gönne ihm das. Soll er machen. Ja? Aber du kannst doch nicht jetzt sagen, ich guck mal darauf, dass was passiert. Keine Ahnung. Was soll denn bei Alphonso Davies jetzt passieren, dass er jetzt auf einmal der Megastar wird? Sehe ich nicht. Sehe ich allein fußballerisch nicht. Im Defensivverhalten schon gar nicht. Was soll da passieren? Und nochmal, wen interessiert das, was er dann beim anderen Verein liefert? Du musst doch gucken, was im Gegensatz der Spieler, den du dann dafür hast in deinem Kader, was der im Gegensatz liefert. So ein Alaba kann doch auch bei Real liefern und hätte bei Bayern nicht liefern können. Genauso ein Kroos oder sonst wen. Ja, dann fang doch bei den Talente an, die du weggibst. Sollen sie doch da mal nachgucken. Ist doch das Gegenbeispiel dann. Gibt doch genug Talente, die richtig durchgestartet sind. Hast du das perfekte Gegenbeispiel. So, dann musstest du keine 120 Millionen für die nächsten 5 Jahre investieren. Dem hättest du einfach mal sagen müssen, komm, wir setzen auf dich, so wie man es bei Tell getan hat und hat es dann nicht durchgezogen. Und wir geben dir jetzt die Entwicklung und mit der Spielzeit halt. So. Und das hat man dann nicht gemacht. Und dann wundert man sich wieder, dass die weg wollen. Dasselbe hat man mit dem Adam gemacht. Ist doch klar, dass der dann auch auf einmal sagt, ja, pass mal auf, ich gehe hier. Ja. Und nochmal, der wird nächstes Jahr, der macht kein Spiel mehr bei uns. Der ist durch. Ja. Verkaufen wir dann wieder für 2-3 Millionen, weil er dann nur noch 2 Jahre oder 1 Jahr Vertragslaufzeit hat und der Verein, wo er hingeht, freut sich noch im Arsch. Ja, Katastrophe. Ist halt wild. Ja, das weiß ich nicht. Heutzutage ist natürlich viel, viel mehr Geld drin, ne, in den Topf. Das ist schon klar. Also ich weiß nicht, ob alle Spieler. Es gibt Spieler, die so sind, 100 Pro. Ich glaube aber auch, dass es Spieler gibt, die nicht so sind. So ein Kimmich, glaube ich, den schätze ich nicht so ein. Aber natürlich weiß er auch, was sein Marktwert ist. Und wird nicht sagen, ja, alles gut, ich bin jetzt hier und nehme 10 Mille oder was. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der sagt, ja, für mich ist Geld alles so. Und wie gesagt, es ist ja auch fein. Ich gönne ja auch jedem, habe ich ja auch schon gesagt, jeden, der das Niveau hat und ein außergewöhnlicher Spieler ist, es ist nun mal so viel Geld in diesem Topf drin. So, deswegen habe ich ja auch gesagt,
Wenn Musiala 20 Mille will, ja, dann musst du ihm die 20 Mille geben. Punkt. Feierabend. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. So. Rechne Musiala raus, guck dir die Spiele an, wo Musiala nicht gespielt hat. Kannst du dir die Rückrundenspiele angucken, weil er ist ja jetzt erst wieder langsam reingeführt worden. Katastrophe. Katastrophe offensiv. Ja, spielen noch andere Faktoren eine Rolle, dass man lieber auf die rechte Seite gestellt hat und so weiter. Außergewöhnliche Spieler, die diese Mannschaft heben, nehmen Harry Kane, ja, nehmen Manuel Neuer damals zu seiner Zeit, nehmen Thomas Müller zu seiner Zeit. Ja, die haben das zu Recht verdient, so viel Geld. Wenn so viel Geld in diesem Topf drin ist, alles gut. Ja. Das Problem ist doch bei uns, dass die Durchschnittsspieler so viel Geld verdienen. Ja, man hat halt gezockt, dass diese Spieler das leisten und sie haben es nicht geleistet. So. Und das macht man bei Alphonso Davies jetzt wieder. Man hat nicht gelernt daraus. Man sagt jetzt wieder, oh ja, geil. Ja, der Fonsi wird es packen. Ja. Aufgrund welcher Sachen? Also ich habe jetzt nicht die Saison Leistung gesehen, wo ich sage, wow, geil. Richtig geil. Der ist es. Der hat das Spiel entschieden. Ohne Fonsi hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Habe ich nicht ein Spiel gesehen. So. Das ist das Problem, was wir haben. Ja, aber du kannst ja nicht auf Dreierkette wechseln. Du verlängerst doch Fonsi Davies jetzt für 120 Millionen. Was machst du da mit dem? Brauchst du ja da nicht mehr. Brauchst du keine Außenverteidiger mehr. Und Fonsi Davies kann ja alles, aber der ist mit Sicherheit kein Typ in der Dreierkette, Alter. Macht er dann den offensiven Außen. Und dann muss er mal das Dribbeln lernen langsam. Weil das kann er nicht wirklich, oder? Ja, ist auch so. Also Kimmich ist dieses Jahr auf jeden Fall das Geld wert. Aber so ein Goretzka, Gnabry, Coman, Sané, die sind das Geld halt nicht wert. Und das seit Jahren nicht. Aber es ist ja auch nichts Neues. Und dass das schwer ist für einen Eberl da jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, die Kurve zu kriegen, verstehe ich ja auch. Ja. Ist halt schwierig. Und das wird uns beschäftigen, das wird uns nächstes Jahr wieder beschäftigen. Weil nächstes Jahr geht dann Gnabry in sein letztes Jahr und ich weiß gar nicht, in Leon auch, weiß ich gar nicht, ich glaube ja, ne? Ja, und die werden dann noch ein Jahr das Ding aussitzen und dann ist gut. Ja, weil dann wirst du nächstes Jahr auch kein Geld zur Verfügung haben. So, dann kannst du wirklich froh sein, wenn so ein King sagt, jo, alles klar, ich gehe nochmal eine Herausforderung. Oder er sagt, geil, ich nehme nochmal 40 Millionen im Jahr mit, weil ich nach Saudi-Arabien gehe oder sowas. Geil. So. Das Einzige, wo du dieses Jahr Gehalt einsparen kannst, ist, wenn du mit dem Leo nicht verlängerst. Dann sparst du 20 Mille ein. Ist schon mal ein Anfang. Vielleicht war man so schlau und hat einen Neuer auf 10 gedrückt. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir Glück und Thomas Müller beendet die Karriere. Dann haben wir schon mal 40 Mille frei. Vielleicht sagt Josh, komm, ich gehe auch nochmal woanders hin. Dann haben wir schon mal 60 Millionen frei. Dann geht das. Sonst nicht. Ja, so einfach ist das. Ja, haben wir ja nicht. Guck mal, du hast es doch gegen in der Champions League gesehen. Hast du das Chaos in der Champions League gesehen? Ey, ich fand das hier super gut. Ja? Super gut. Wir haben endlich mal mit einer Dreierkette gespielt. Aber hast du gesehen, dass die Spieler maßlos überfordert waren? Die standen sich teilweise auf den Füßen und man hat ein anderes System gespielt, aber keine andere Spielidee gehabt. Katastrophe. Ja, man hat 1:1 dieselbe Spielidee gehabt, nur mit einem anderen System. Und dadurch standen sich die Spieler teilweise auf den Füßen rum. Also konntest du dir nicht angucken. Deswegen hast du dann gegen viertklassigen Gegner 3 Tore geschossen. Obwohl du 8 gebraucht hättest. Katastrophe gewesen, konntest du dir nicht angucken. Wie eine Schülermannschaft, wo teilweise die Spieler nicht wussten, was mache ich hier, in welchem Raum soll ich sein, wo stehe ich. Ganz wild. Die Verträge alle verlängert werden, Alter, ohne Scheiß. Naja, da gehe ich ja mit, Blondie, dass man von dem mehr erwarten kann. Da gehe ich mit, 100 Pro.
Wie gesagt, du hättest knallhart Ansagen machen müssen und das knallhart durchziehen müssen. Ja. Aber da wissen wir halt nicht. Lars an Eberl, Lars an Freund, Lars an Uli, an irgendjemand anderen im Verein, der gesagt hat, gibt's bei uns nicht. Weißt du, wie ich meine? Das wissen wir ja nicht. Können wir den Eberl natürlich in die Schuhe schieben, aber vielleicht hat auch über der Uli gesagt, bei uns gibt's das nicht. Fertig. Ja. Wissen wir ja nicht. Ja, ey, Fonzie Davis, ohne Scheiß. Ey, Fonzie Davis ist ein guter Spieler. Ja? Fonzie Davis ist wirklich ein guter Spieler. Hat ja ab und wann auch mal einen Sahnetag, so wie in der Champions League gegen Real Madrid, da macht er auch mal ein schönes Tor. Das ist auch von 100 Spielen mal ein Spiel. Ansonsten ist er super schnell. Ja? Dadurch kaschiert er viel weg, gerade in der Rückwärtsbewegung. Aber guck dir jedes Spiel an, wo nur ein dribbelstarker Spieler über die rechte Seite kommt. Der kann so langsam sein wie Harry Kane. Der Fonzie kommt nicht an den Ball. Kriegt er nicht hin. Der kriegt auch. Du musst mal gucken, wie oft Fonzie Davis eine Flanke verhindert. Das ist dasselbe Conny Leimer auf der anderen Seite. Das ist eine Katastrophe. Können die nicht. Können die nicht. Keine Chance. Und das ist die Aufgabe eines Außenverteidigers. In erster Linie. Erstmal eine Flanke verhindern. Sieht er keinen lang. Gar nicht. Wild. Wenn der nicht schnell wäre, wäre das ist wie Zickler damals. Wäre Zickler nicht so schnell gewesen, hätte er niemals Bundesliga gespielt. Dasselbe ist von Fonzie Davis. 1:1. Wenn der nicht schnell wäre, wäre der kein Profifußballer. John Bernard ist Ehrenmitglied. Aha. Warum wäre denn dann noch ein dickerer Brocken gekommen? Wäre Sporting Lissabon gewesen oder Brügge, oder? Was ist daran denn dickerer Brocken als Celtic Glasgow? Über Sporting Lissabon können wir ja vielleicht noch reden, dass die vielleicht ein bisschen schwerer gewesen wären, je nach Form, ja. Aber ich glaube, Celtic ist, wenn du gesehen hast, wie wir in Feyenoord gespielt haben, so was ungefähr ein Level ist, dann lass uns mal in Celtic die ersten 2, 3 Chancen nicht nutzen, dann brennt da auch der Baum, Alter. Und dann gehst du mit ein bisschen Pech, ne? Ich sag ja, der Trend ist gerade nicht unser Friend. So, die Gegner schießen 3-mal aufs Tor und dann steht es 3-0, Alter. Was City? Ja, City war doch jetzt das Problem. Wir hätten doch City jetzt kriegen können. Hätten wir 3 Tore mehr geschossen und wären vor Dortmund gewesen, hätten wir nicht City kriegen können. Der Leimer ist doch aber auch kein FV, Alter. Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da ist ja auch verschenkt, der Conny. Der Conny ist so ein Mentalitätsmonster, Alter, und so eine Maschine einfach gegen den Ball. Ja. Und kann einen guten Pass spielen, gerade wenn er in der Zentrale spielt. Guck dir mal, weißt du, wo Conny am stärksten war? Wenn er als Rechtsverteidiger gespielt hat und dann öfters in die Mitte gezogen ist. Das waren seine guten Spiele. Den musst du einfach in die Mitte stellen. Punkt. Kannst du Conny doch keinen Vorwurf machen. Der ist halt kein rechter Verteidiger, Alter. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Quito war schlechtes Spieler hier im Olympiastadion gesehen, er konnte keinen Ball stoppen. Mehr braucht er ja auch nicht, da braucht er nur reinschießen, die Dinger. Ja, der kann halt nicht dribbeln. Von sie. Im 1 gegen 1 ist das eine Wurst, Alter. Das war sein Problem halt in der Offensive. Ja, na klar darf ein Eimer nicht im zentralen Mittelfeld spielen. Nee. Da bist du falsch informiert, Cody. Das ist völlig falsch, was du gerade sagst.
Weil das ausgelost wurde. Das ist nicht Platz gegen Platz. Es wurde ausgelost, Real oder Bayern spielt gegen Manchester City oder Celtic Glasgow. Da wurden Lose gezogen. Wir hätten auch Manchester City kriegen können. Und Real hätte Celtic kriegen können. Das hat nichts damit zu tun, ob Real jetzt vor uns stand oder nicht. Es waren immer 2 Plätze von oben gegen 2 Plätze von unten. Deswegen haben wir ja Glück gehabt, dass wir die nicht bekommen haben. Obwohl man sieht, dass sie jetzt 5-1 in Asien auf die Fresse gekriegt haben, vielleicht wäre es auch sogar gut gewesen. Wer weiß. Wir werden sehen. Also Celtic sollte man auch nicht unterschätzen, denke ich. Ich denke, die werden, es ist halt K.O.-Spiel, Alter. Ne? Wir werden es sehen. Wenn wir unsere Form wiederfinden, ist ja alles fein. Wir haben ja guten Fußball gespielt. Wir müssen das ja nicht alles schlecht reden. Also ich meine, wir haben heute auch nicht über Fußball geredet, wir haben heute über Personalien geredet. Aber der Fußball war ja wirklich gut bisher. Nur gerade ist halt so die letzten 3, 4 Spiele ist halt wild. Ne? Und wenn wir dann wirklich mal von der Champions League träumen wollen, wie es dann hier vorhin auch schon stand, ja, stellt euch vor, ein Harry Kane fällt aus. Worst Case. Feierabend. Brauchst du nicht mehr nur ansatzweise darüber nachdenken, dass du gegen irgendeinen Gegner von Format bestehen wirst, Alter. Ja, oder Musiala. Ist genauso wichtig. Oder ein Michael. Im schlimmsten Fall 2 von 3. Ja, was ist dann? Dann sind wir. So, wer soll da vorne Tore schießen? Chancentod Koman oder was? Chancentod Gnabry oder Chancentod Leroy Sané? Ja, Feierabend. Wenn da vorne 2 ausfallen, ist Feierabend. Bums. Kannst du in der Bundesliga gegen was weiß ich wen vielleicht noch kompensieren, aber auf dem Niveau kriegst du das nicht kompensiert. Genau, wenn wir weiterkommen, dann spielen wir gegen Leverkusen oder Atletico. No. Das wäre natürlich die Schmach hoch 10, ne? Das wäre die Schmach hoch 10. Wenn Leverkusen uns dann auch noch aus der Champions League schießt. Hör mir auf, ey. Hör mir auf. Hör mir auf. Ja, Atletico wäre auch scheiße für uns. Machen wir uns nichts vor. Die sind so abgewichst, Alter. Wild. Ja, wir müssen Topform. Wenn wir Topform haben, wenn wir unsere besten Spieler in bester Form auf dem Platz haben, brauchen wir uns auch keine Mannschaft verstecken in der Champions League. Das ist auch Fakt. Ja. Ist halt die Frage, ob wir das hinbekommen. Und wenn man sieht, wie müde und überspielt die Mannschaft gerade wirkt, ist es schwer vorstellbar, dass wir das da irgendwie die Kurve kriegen jetzt. Aber ich hoffe es. Ja, mehr können wir nicht tun, ne? Mehr können wir nicht tun. So ist das, ey. Schon 2 Stunden gequatscht und eigentlich nichts besprochen, ne? Nee. Die helfen da nicht. Komm, wir hören uns mal an, was der Loda und der Felix in Sky 90 zu Uli gesagt haben. Komm. Die mal noch einen Change reinkriegen hier. Wir gehen mal rein in den Bums. Ich habe da noch nichts gehört. Ihr kennt das wahrscheinlich schon alle, oder? Let's go. Ja, mach mal laut, ne? Erstmal Werbung. Du willst Audi e-tron GT fahren, aber hast keine Lust, den Neupreis Nee, von wollen über wir nicht. 100.000 Euro zu zahlen? Dann ist Leasing genau das Richtige für dich. Den Audi e-tron GT gibt es bei Leasingmarkt schon ab rund 700 Die auch Euro noch im auf Chat Monat. lassen kann. Vergleiche deutschlandweit Top-Leasing-Angebote und finde das Auto, was zu dir passt.
Lothar, gleich ganz frisch. Uli Hoeneß. Oh, ich kann den Wasserzieher nicht mehr ab, Alter. Ist das sozusagen jetzt von der Realität eingeholt und kassiert worden? Ja, absolut, weil Leverkusen hat ein anderes Gesicht wie im Oktober. Das war, glaube ich, eine Aussage, die Uli so im Oktober getroffen hat, wo die Bayern natürlich geglänzt haben. Die haben die Bundesliga hergespielt und Leverkusen hat Komm, das war aber auch dumm vom Uli, oder? Wie kann man denn so hohl sein, Alter? Wie kann man denn so hohl sein und da so eine Aussage treffen? natürlich da Punkte gelassen, viele unnötige Punkte nach Vorsprung auch noch hergegeben. Und ja, die Stabilität oder diese Leichtigkeit, die Leverkusen im letzten Jahr gehabt hat, hat man Anfang der Saison nicht gesehen. Aber Alonso hat es wieder hinbekommen, dass die Leverkusen auf höchstem Niveau performen. Die Bayern natürlich nicht mehr mit dieser Leichtigkeit und mit dieser Souveränität und mit diesem Gesamtgefüge auf dem Platz, Stabilität, haben sie noch nicht diese Gegentore bekommen. Und somit ist die Aussage von Uli Hoeneß korrekt eingeschätzt worden, auch von seiner Seite. Normalerweise lobt er ja seine Bayern, aber jetzt hebt er warnend den Finger und sagt, hey Jungs, aufpassen, wir müssen uns wieder mehr konzentrieren, weil auch im nationalen Wettbewerb, in der Meisterschaft, ist eine Mannschaft da, die wieder die gleiche Stärke hat wie im letzten Jahr, wo sie das Double gewonnen haben. Hat er damit im Grunde genommen zumindest indirekt eingeräumt, dass er seinerzeit das falsche Signal ausgesendet hat? Ja, kann sein. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja noch einen draufgesetzt in dem Moment, wo Uli gesagt hat, Bayern wird Meister, sage ich. Und ich glaube, dass sie mit 10 Punkten Vorsprung Meister werden. Ja, ganz mal sehen, wie wenig Ahnung du hast, Lothar. Ich habe das nicht gesagt. Dann muss Bayern stabiler werden, vor allem in der Defensive. Das werden wir gleich noch besprechen, weil in jedem Spiel Gegentore bekommen, gegen Kiel 3, gegen Bratislava 1. Das ist nicht das, was man von der Mannschaft erwarten darf, gegen solche Gegner. Ja, gegen Bratislava konntest du auch froh sein, dass es nur 1 war, Alter. Vor allem nicht. Und deswegen, glaube ich, hat er ein warnendes Wort an die Mannschaft gerichtet. Felix, Sie kennen Felix Magath, Sie kennen Uli Hoeneß aus Ihrer Zeit bei den Bayern auch sehr gut. Wie interpretieren Sie die Tatsache, dass er dieses Versprechen einkassiert hat? Das Meisterversprechen. Ja gut, glaube ich. Boah, ich kann den Wasserzieher nicht, ne? Deswegen gucke ich auch kein Sky 90, Alter. Ich kann den nicht mit seiner Überbetonung immer und Ich brauche mir nichts interpretieren. Ne? Er ist nicht ganz zufrieden, gehe ich mal davon aus, von den Auftritten jetzt seiner Mannschaft. Und wie wir alle sieht er halt, dass eine große Stabilität nicht in der Truppe ist. Wie gesagt, ich würde das Spiel jetzt gegen Kiel nie überbewerten, aber es sind halt die Spiele vorher, wie jetzt gegen Rotterdam, ne, 3 Gegentore. Das Junge, ist ein bisschen soll noch mal viel, einer sagen, ich habe keine wenn man Ahnung. so ein Spiel gewinnen will. Und von daher sieht er halt, dass die Auftritte noch nicht so gut sind, dass man sich zurücklehnen könnte und jetzt in Ruhe das Spiel der Bayern genießen könnte. Chico, der kann nicht schlimmer sein vom Doppelpass. Wer ist denn ein Doppelpass? Der kann nicht schlimmer sein wie der Wasserzieher, Alter. Das ist so ein penetranter Mensch. Boah, ich kann den nicht. Ja, guck mal, der Felix sagt dasselbe wie ich. Ja, ich sag ja alte Schule halt, ne? Alte Schule versteht sich. Wild. Wild. So, sollen wir noch in Uli reingehen? Komm, ich weiß nicht, was hat er erzählt. Komm. Wollen wir mal den Originalpost hören hier. Wir machen die zweite. Ja, der FC Bayern Uli, hör auf zu shakern da, ne? hat nicht geschafft, die direkte Qualifikation für die Lautstärke, K.O.-Runde in der Champions League, aber er hätte auf Manchester City treffen können und jetzt trifft er auf Celtic Glasgow. Dann leichtere Gegner und da stecken ja immer viele Millionen. Aber es gibt ein Gegrummel, habe ich gelesen, Sie können alles dementieren im Verein, dass im Grunde die Finanzen, dass zu viele teure Spieler da sind. Und dafür habt ihr doch wahrscheinlich auch Herrn Ebert geholt, dass der das alles Entschuldigung, ein bisschen regeln soll. Ich meine, selbst der Ministerpräsident hat jetzt eine Empfehlung gegeben, dass Leroy Sané zu viel verdient für das, was er bringt. Also ja, ich verstehe nicht ganz, dass er sich auch noch Zeit hat für Fußball. Scheinbar ist er nicht ausgelassen. Ja. Aber trotzdem, natürlich
ist bei uns immer alles vom Erfolg abhängig. Im Moment sind wir ja mit großem Abstand Tabellenführer. Und ich sage, solange wir deutscher Meister werden, ist alles andere Sollten. Sie haben mal im November noch gesagt, das kann ich jetzt schon versprechen, dass wir deutscher Meister werden. Das muss ich jetzt einschränken, weil die Leverkusener stärker sind als erwartet. Die sind die einzigen, die uns richtig ärgern und auch noch weiter ärgern werden. Alle anderen, Dortmund, Leipzig, sind vorbei. Aber das ist okay. Grundsätzlich wird es immer schwieriger, das muss ich sagen. Die Vertragsverhandlungen, Musiala, Davis, Kimmich, das ist alles schwieriger geworden, weil die großen internationalen Vereine... Und wer trägt dem Trainer bei, dass man nicht gegen Rotterdam 3 Tore kassiert, gegen Holstein Kiel 3 Tore kassiert und auch noch in Barcelona viele Tore kassiert? Wie ist das? Das muss der Herr Eberl mit ihm ausmachen. Aber wenn ich ihn demnächst mal sehe, werde ich ihn auch fragen, warum wir so viele leichte Tore kriegen. Mhm. Aber Sie waren doch Spieler, Sie wissen es doch jetzt schon. Nein. Aber er braucht keinen Verteidiger mehr. Nein, ich habe immer nach vorne. Immer nach vorne. Sturm nach vorne. Ja, Sturm nach vorne. Ja, am rechten Flügel ist er. Ja. Wunderbar. Wunderbar. So, ja, also wir kommen so langsam zur Schlussrunde. Wobei beim FC Bayern habe ich noch eine Frage. Es geht ja jetzt um die Fernsehgelder und so weiter. Man blickt nicht mehr durch. Man muss ja alles abonnieren. Also wenn man es sehen will, Sky und DAZN und Amazon Prime und dann gibt es auch noch die Öffentlich-Rechtlichen, die ein bisschen was kriegen. Ist dieses Distrikt gar unvermeidbar? Weil Sie waren der Erste, der zumindest mich persönlich auf den Pott gesetzt hat, wo ich begriffen habe, oh, Fernsehen ist wohl die große Einnahmequelle der Zukunft. Beim FC Bayern inzwischen gar nicht mehr. Aber für die kleineren Vereine ist das Fernsehen ganz überlebenswichtig, ja? Ja, ich persönlich bin kein großer Freund von diesen verschiedenen Programmen. Einmal Sky, einmal DAZN, einmal Amazon Prime. Mir wäre es lieber, da sind wir alle nicht, Uli. Maximal 2 Händen, wie das in England der Fall ist. Aber bis jetzt gibt es noch keinen großen Anbieter. Ich bin ja befreundet mit dem Chef der Deutschen Telekom, dem Tim Höttges. Dem habe ich schon 100-mal gesagt, kauft doch ihr die ganzen Fernsehrechte, dann drückt man auf einen Knopf und kann alles schauen. Aber bisher bin ich damit nicht weitergekommen. Okay. Herr Hoeneß, jetzt kommen Sie. Die Freude der Woche, so, damit fange ich an, ist, gestern war ja im Spiel eine tolle Choreografie unserer Südkurve, die Köpfe von in Auschwitz gestorbenen Bayern-Mitgliedern hochgehalten haben. Das hat mich unheimlich berührt. Uli, das hört sich schwierig an. Sehr tolle Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Höcke zugeschaut hat. Der zuschaut oder nicht, aber den interessiert das doch nicht. Spacken. Wild, 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 wild. Daraus wird dann wieder so ein mediales Echo gemacht, oder was? Wild, oder? Ich sag ja, wenn der Uli mal laut rülpst und da das Wort FC Bayern bei rauskommt, da wird ein mediales Echo geschrieben, Alter, das ist Katastrophe. Ach, der Uli versteht gar nichts vom Internet, Alter. Der kann ja mal Mails abrufen. Brauchst ja nicht drüber reden, ey. Ja, der Uli. Ja, oder? Das war doch jetzt nichts Wildes, oder? Was er da gesagt hat. Aber das wird ja wieder so hingestellt. Ja, ich werde mal den Kompanie da. Hier will ich mal nachfragen, warum wir so viel Gegentore kassieren. Das kann ja wohl nicht sein. Da kriegt er gleich mal auf den Finger. Junge, Alter. Was ist denn los, ey? Das ist ja immer, was ich sage, ne? Man muss sich einfach mal die originalen Sachen angucken. Was irgendwelche Reporter da rein interpretieren, ey. Die wahre Pracht, ey. Junge. Und zu den vielen Gegentoren. Ich denke, man sieht das in der Rückwärtsbewegung der ganzen Mannschaft. Ne? Auch das Gegenpressing ist teilweise nicht mehr so fickrig, wie es war. In der Hinrunde muss man sagen. Ich sage, die Mannschaft wirkt ein bisschen müde. Also ich sehe, unsere beiden Innenverteidiger waren eigentlich gut in den meisten Spielen. Jetzt gegen Kiel war es schon wild, ja. Aber die Mitte war auch offen wie ein Scheunentor, Alter. Habt ihr den Pass durchs komplette Mittelfeld gesehen? Also wie kann das denn sein? Ja. Also da musste die ganze Mannschaft in die Verantwortung nehmen. Ja? Da muss die ganze Mannschaft halt wieder anfangen, konzentrierter mit nach hinten zu arbeiten und nicht nur so punktuell. Ich glaube, dann ist auch alles wieder ein bisschen besser und ja, wie gesagt, entweder musst du mit einer 6 spielen oder du musst einen Kimmich mal wieder ein bisschen einnohren, dass er einfach mal wieder ein bisschen an seine defensiven Aufgaben denkt und nicht vorne
den Zamparano macht und hinten ist auch keiner, weil ein Pavlo nebenan steht. Ansonsten muss den Pavlo auf die defensivere Posi bringen. Einfach, dass da wieder ein bisschen mehr Stabilität ist. Ja? Und unser Außenverteidiger muss ja, keine Ahnung, kannst ja auch nicht Außenverteidiger nennen, was da teilweise rumläuft. Also da muss man sich dann auch nicht wundern, dass du dann wieder so einfache Gegentore kassierst. Ne? Ganz einfache Kiste. Ja, weiß ich nicht, ob man das arrogant nennen kann. Also Kiel war wirklich schon, das war nicht arrogant, das war, wie gesagt, so Franz Beckenbauers Worte wären gewesen, Schülermannschaft. Ja? Also wirklich. Weiß ich auch nicht. Schwer zu sagen, woran es liegt. Also ich glaube einfach, dass man jetzt in den letzten Spielen vielleicht zu viel rotiert. Wir hatten das mal unter Tuchel auch, aber damals auch schon, war das Kovac oder was? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wo auch so elendig viel rotiert wurde und das hat ihn dann den Kopf gekostet. So, keine Ahnung. Wie gesagt, ich verstehe das ja, wie Kompanie die Sache angeht. Alles gut, so mannschaftsmäßig. Ja, aber du musst einfach mal jetzt kommen die entscheidenden Wochen. So. Ja, die nächsten 3-4 Wochen sind so ist die entscheidende Phase die Saison. Ja, da kannst du alles gewinnen oder du kannst alles wegschmeißen. So. 3 schwere Bundesligaspiele, wenn du da nur 3 Punkte rausholst, dann brennt's. Ja. Und wenn du dann die Mannschaft gerade siehst, dass sie nicht so super fit und wach wirkt, dann kann das schnell im Strudel enden. Celtic, musst du weiterkommen, gibt es nichts dran zu deuteln, sollte das schief gehen. Ja. Also ist jetzt die Phase, wo du musst eine erste Elf haben, meiner Meinung nach. So, du musst jetzt eine erste Elf haben. Punkt. Und dann kannst du ja gerne, wenn das Spiele sind, die irgendwann durch sind, kannst du ja gerne anfangen, nach 60 Minuten da durchzutauschen, irgendwie belastungssteuerungsmäßig. Ja. Aber du brauchst jetzt eine erste Elf. Und die erste Elf muss das Vertrauen haben, das muss eine klare Kiste sein und feuerfrei. Ja. Und nicht dieses Rumgefickel. Ja, und erst recht in der Abwehr so. Weißt du, vorne kannst du das ja immer noch machen so. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Gerade so auf der linken Seite, ja, alles gut. Kannst ja auch mal einen anderen da hinstellen. Aber in der Abwehr immer dann spielt der Conny rechts, dann spielt der Conny links, dann spielt der Guerrero links, dann spielt der Guerrero rechts. So, wie soll sich denn da auch mal eine Viererkette mal finden? So? Und sie hatte sich ja mal gefunden. Das war ja mal gut. Ne? Aber immer wieder das Hin- und Hergewurschtel da. Da wisst ja Bralle im Kopf. Ja? Und das zentrale Mittelfeld, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Junge. Also da bin ich sehr gespannt, was die kommenden Spiele da bringen werden. Bremen hast du jetzt noch mal vielleicht ein bisschen außen vor, aber danach, bin gespannt, wie das angegangen wird. Ja, der Winnie war heiß an der Seitenlinie gegen Kiel auch. Aber ich fand es halt ein bisschen, wenn wir mal was zum Winnie sagen wollen, ich fand es halt ein bisschen lapidar, wie man es abgetan hat. Habe ich ja schon in der Reaction gesagt zu PK. Ich hoffe, das hat man nur öffentlich so lapidar gemacht. Ja, dass man das intern mal feuerfrei macht. Ansonsten ist der Trend nämlich wirklich nicht unser Friend. Also wenn man das intern nicht knallhart ausanalysiert und das so abtut wie jetzt öffentlich, dann wird er ganz schnell das wahre Gesicht dieser Mannschaft kennenlernen. Also. Aber das werden wir sehen jetzt, ne? Gegen Bremen. Werden wir sehen, wie es ausschaut. Der Uli ist immer wild. Ja, aber du kannst ja, das ist für mich immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Sorry, da gehe ich nicht mit, ey. Ich mag das gar nicht.
Kannst du ja gerne machen, keine Ahnung, wenn das so ein Kurzturnier ist und alle Spiele am gleichen Tag stattfinden, dann kannst du vielleicht irgendwelche Vergleiche ziehen, aber keine Ahnung. Das ist immer schwer. Das ist immer schwer. Dafür hat Leverkusen uns aus dem Pokal geschossen. Ja, und jetzt? Können wir uns dann daran hochziehen, dass wir 4:3 gegen Kiel gewonnen haben und die nur 2:2 gespielt haben zu Hause? Ich weiß es nicht. Das war nicht Leverkusen, die uns aus dem Pokal geschossen haben, das war Manuel. Nee, der hat uns aus dem Pokal geboxt. Nee, das ist immer schwierig. Klar kannst du das am Ende der Saison vergleichen irgendwo, aber weiß ich nicht. Dafür ist Fußball halt immer noch, ja, der Fußball halt, ne? Deswegen gibt es ja die Überraschungen, die es gibt. Tagesform, Spielglück, ist halt einfach so. Und wir werden sehen, ob es am Ende reicht. Mein Gott, wenn wir am Ende Meister werden, interessiert das keine Sau mehr, ne? Ja, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen, Alter. Ich habe nie auf dem Level Fußball gespielt, dass ich sagen muss, ich muss 90 Minuten die Birne arbeiten lassen beim Fußballspielen. Kann ich also nicht beurteilen, ob das so ist. Und wenn das so ist, ja, dann ist das so. Aber du musst ja auch sehen, dass du das System mit einer anderen, vielleicht anderen Garde von Spielern spielst. Ja, die das vielleicht nie so gemacht haben. Ist halt so, wenn du mit alten Spielern neue Systeme spielen willst, vielleicht. Keine Ahnung, guck dir andere Mannschaften an, die kriegen das auch hin. Guck dir Kloppo seine Mannschaften an, die haben das auch immer hingekriegt. Aber ja, manchmal müssten wir dann vielleicht, oder was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ich meine, man sieht ja schon, dass das hohe Pressing jetzt gerade nicht mehr ganz so gut klappt teilweise. Manchmal muss man einfach vielleicht auch mal ein bisschen schlauer sein und das ein bisschen variieren so, ne? Dann einfach mal eine Viertelstunde sagen: „Komm, alles gut, wir ziehen uns mal einen Tacken zurück, gib dem Gegner mal ein bisschen mehr Ball.“ Aber dann ist meistens das Problem, wenn wir dem Gegner den Ball geben, dass wir dann schon wieder fickrig in der Abwehr sind. So, das ist so ein bisschen das Problem irgendwie, ne? Das haben wir noch nicht so raus, dann zu sagen: „Jo, alles klar, komm, wir ziehen uns mal zurück, gib dem Gegner mal 10 Minuten den Ball, dass er ein bisschen mehr Selbstvertrauen kriegt und mal ein bisschen hinten rausrückt. Und dann gehst du ins Pressing und versuchst den Ball zu holen und hast dann vielleicht auch ein bisschen Räume, aber das kriegen wir irgendwie nicht hin. Weiß aber auch nicht, vielleicht ist es auch nicht gewollt. Ne? Vielleicht will der Kompanie das auch gar nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Meisterschaft wäre schon wichtig, ja. Ich erwarte aber auch nichts anderes. Also, ich bin keiner, der irgendwie vom Champions League-Sieg träumt. Also, dafür, da müsste auf unserer Seite so viel zusammenkommen, damit das klappt. Ja, das ist halt sehr unrealistisch. Wie gesagt, du hast in der Offensive, bist du von 3 Spielern abhängig. Allein wenn schon einer wegbricht, geht so viel Qualität da vorne flöten. Wie willst du das auffangen? Ja, in irgendwelchen K.O.-Spielen. Wild. Also du musst schon wirklich Glück haben, dass die durchkommen, dass die fit bleiben, dass die auch vom Kopf her fit bleiben, dass da nicht gerade irgendwie, wir kennen das alle, irgendwie mental irgendwas ist, dass die das Tor nicht treffen oder sowas. Ja, und nochmal, du bist von den 3 Spielern abhängig. Klar kann so ein Gnabry, so ein Coman oder so ein Sané mal einmal einen guten Tag haben, oder da muss auch schon viel aufeinanderfallen, damit das passiert. Also, Dazu muss unser zentrales Mittelfeld diszipliniert spielen. Gerade in K.O.-Spielen wird das interessant werden. Ob wir das hinkriegen. Weil da wird der Gegner nicht sagen, jo, wir schalten jetzt mal ab, Alter. Selbst wenn das 3-0 stehen sollte gegen Celtic auswärts, wird Celtic dann nicht sagen, so, ja, alles klar, das ist jetzt abgehakt. Ja, das wird nicht passieren, Alter. Die werden 90 Minuten feuern, das ist egal, wie das Ergebnis ist. Das sind K.O.-Spiele. Ja. Deswegen, das wird interessant werden.
Ach nee, steigern sehe ich bei King gerade nicht. Er hat ein gutes Niveau gerade, ja, das hat er seit ein paar Wochen, hat auch jetzt dann wieder ein etwas schwächeres Spiel gehabt. Er hat ein gutes Niveau, ja, gefällt mir. Ja. Das ist aber das Niveau, was er haben kann. Da ist aber auch nicht mehr viel Steigerungspotenzial. Er hat irgendwann mal eine Phase gehabt, wo er dann auch mal ein bisschen mehr Tore geschossen hat, aber das war noch nie sein Ding. Das muss er auch nicht. Ja. Ich mag einen King so, wie er gerade ist. Zack, Antritt, dran vorbei, bis zur Grundlinie, das Ding Harry Kane auf die Birne legen und alles ist gut. Ja, mehr muss er gar nicht machen. Dazu die Wege mit nach hinten gehen, ja, mit dem gleichen Elan und alles ist gut. Mehr verlange ich gar nicht von ihm. So, er muss nicht da den Zampano machen, nach innen ziehen und einen Torschuss suchen oder sonst was. Der braucht 20 Torschüsse, damit da mal irgendwie ein Ansatz mal gefährlich aufs Tor kommt, Alter. Das ist halt nicht seine Stärke. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja? Wenn er Harry Kane findet oder irgendein Spieler, der in den Rückraum steht, dann ist alles gut, ey. So, das ist King seine Stärke und darauf muss er sich besinnen. Ja? Aber das sehen wir zu wenig in unserem Spiel leider. Wir gehen zu selten auf die Grundlinie halt. Das war auch gegen Bratislava so. Das war eine Katastrophe, Alter. Wir haben Flanken aus dem Halbfeld geschlagen. Junge. Aber klar, wie soll auch ein Leroy auf die Grundlinie gehen? Er bricht sich ja den Fuß dann, wenn er da reinflanken soll. Kannst ja nie machen. Ja, das war halt dumm. Ne, die Aussagen waren halt einfach dumm. Es ist ja okay. Also unter den Voraussetzungen waren die Aussagen halt einfach dumm. Gerade auf der Jahreshauptversammlung. Ja. Dass man das als Mannschaft so haben kann, so das Ziel, weil Finale da home, bla, Söz, ist ja alles gut. Ne? Aber das so öffentlich, weiß ich, das war zu großkotzig in der jetzigen Phase. Also wenn man sieht, wo wir herkommen letzte Saison, war das zu großkotzig. Ja, hätte zu sagen können, wir wünschen uns das alle und wir tun alles dafür, dass wir das schaffen und dann wäre gut gewesen. Ne? Feierabend. Aber gut, da sind wir wieder bei der Geschichte, wie die handelnden Personen in diesem Verein agieren. Das ist halt manchmal schon wild. Ja, King hat das Selbstvertrauen wieder, auf jeden Fall. Ja. 100 Pro. Und ist schön anzusehen. Ist auch, deswegen sage ich ja, du kommst auch nicht drum herum aktuell. So, King muss gesetzt sein auf der linken Seite, Michael auf der rechten, Musiala in der Mitte und Heavy vorne. Punkt. So müssen die anfangen gegen Bremen, dann müssen die da 3-0 da reinzimmern und dann kannst du anfangen, die 4 Leute da rauszunehmen und kannst die zweite Garde bringen. Ja. So. Aber nicht wieder anfangen, ja, ach ja, vielleicht hat Liebe heute einen guten Tag und ich bringe den mal auf der rechten Seite, schieb Michael in der Mitte, lass Musiala draußen und bring links noch einen Gnabry und, Alter, da kriegst du doch einen Kackreiz. Ja? So. Das muss ich jetzt finden in den nächsten paar Tagen, ja, dass die da wieder zusammenfinden, dass gerade so Michael, dass er weiß, jo, ich bin hier die rechte Seite, Alter. Ja, jedes Mal, wenn er auf der rechten Seite spielt, bereitet er mindestens ein Tor vor. Ja, ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, da so ein Heckmeck zu machen. Nur um Leroy da einzubinden. Also da platzt mir der Schädel. Ja, und dann wundert man sich, dass man vorne alles durcheinander wirft mit 20.000 Wechseln und dann noch ein Müller da rein, der gar nicht mehr weiß, was er in diesem System zu tun und zu machen hat. Er macht ja noch nicht mal mehr die Arme, ja. Warum mache ich das? Wie gesagt, das kannst du alles machen, wenn es 3-0 steht. Ja, dann fang damit an, alles gut. Das ist gerade ein bisschen komisch. Also wenn eine Mannschaft uns presst, haben wir doch schon gesagt, nimm das Spiel in Mainz, Alter. Wenn du eine Mannschaft hast, die Eier hat, die uns auch presst, ja. Entweder kreierst du deine Chancen dadurch, dass sie so hoch pressen, du hast die Räume und machst 2 Hütten. So, aber wehe, du machst nicht die erste Hütte. Ja? Also das werden schon interessante Spiele werden, gerade wie unsere Form ist. Wäre unsere Form wie in der Hinrunde, würde ich sagen, alles gut. Klare Kiste. Aber das habe ich schon gegen Feyenoord gesagt, Alter. Ja, und wir haben gesehen, was passiert ist. Und da haben wir ja gar nicht so schlecht gespielt vorne. Wir haben halt einfach die Chancen nicht gemacht, ne? So ist das halt. Aber das ist ja das Schöne an Fußball, ne? Auf dem Papier ist immer alles so einfach und ja. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ne? 5 Euro ins Phrasenschwein. Ach ja. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz, oder?
Ja, das ist das Problem bei King, ja. Und meistens hat er dann Timing dafür, dass er zur Unzeit dann wieder irgendwie irgendeinen Muskelriss oder sonst was hat, ne? Wird man sehen. Wir werden sehen, ey, wo es hingeht. Ich bin auch gespannt. Ja, aber jetzt haben wir ja, wie gesagt, Bremen, ne? Ist Freitag. Und dann wird's wild. Dann wird's wild. Tod oder Gladiolen heißt es dann. Die Phrase ist ein Zehner wert. Ja, Minimum. Gut, Leute, das war's. Ich mach Feierabend. Feierabend. Und dann gucken wir mal, wie Tell sich in Tottenham schlägt, ne? In der Premier League. Bin gespannt. Drücke ihm natürlich alle Daumen, die ich habe, dass er sich da durchsetzt. Und dann vielleicht gestärkt nächstes Jahr zu uns kommt und wir die Eier haben, ihn dann auch zu integrieren. Ja. Aber vielleicht gefällt es ihm dann in Tottenham auch so gut, dass er da bleiben will. Wer weiß das schon. Das ist halt immer so das Risiko, ne? Werden uns schon durchwurschen. Bin gespannt.